20 Uhr, 20, 20, 20 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr, jetzt ist schon wieder 20 Uhr. Mr. Minger TV, ich hab genau gesehen, was sie da haben. Ja? Ich hab's genau gesehen. Mr. Minger TV, ich hab's genau gesehen. Warum hat er schon wieder... wieso her mit den selber? Kenne ich mit dem Haus? Kenne ich mit dem Haus? Drauf geschissen, Alter. Hab ich! Stop it, get some help. Nicht schon wieder, fangt nicht schon wieder mit die Zähne an. Bitte. Bitte! 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 Rainer! Kenn dich halt einmal! Ist das laut? Was ist denn los mit dir? Ist das unser Stefan? Ich weiß nicht. Egal. Hallo Stefan! Jetzt mal chill mal. Erst einmal, habe ich Bierger 20 Uhr! Beste Uhr! Bitch! Stefan, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe die Ehre, Stefan. Einen wunderschönen guten Abend an diesem... Was ist das überhaupt für Tag, oder? Nein, Es wird nie aufhören. Ich glaube, es wird nie aufhören. Ihr bringt mir zum dritten Mal jetzt hintereinander mit der Scheiße zum Lohe. Flo! Vergeht's gerade, Alter! So, merci, fix Mari, Holler Stauern, habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger, an diesem wunderschönen Mika-Abend, 20 Uhr, am 5.2.2020, Alter. Ich hab mir heute was ausgesucht. Was nice. Aber bevor ich das erkläre, was da schon wieder los ist, hau mir erst einmal eine Runde rein. Jetzt mir Kauf. Habe die Ehre an Herr Trinker und den Herrn Grückel, an den Max und an alle Moderatoren an dieser Stelle, die schon wieder ziemlich viel zum Tag haben den ganzen Tag. Und die letzten 2 Tage, da wo ich mir schon wieder ins Hirn gelangt, wie dumm das Leute eigentlich sind. Mein Mike an den Feierhand, an die Tierfreundin, an den Seppi, an den Schreiner, an den Schonagel, an den Snoozebaule, an den Eise, an den Sarah, an den Herrn Vinzenz. Vinzenz ist ein geiler Name. Das ist meine jetzt nicht ironisch, also Vinzenz ist wirklich Vince, Alter. Vince ist einer der geilsten, abgekürzten Spitznamen der Welt. Küss dein Auge, Brudi. Herr Marder an den Herrn Baumgarten, an den Highlander, an den Streimel, an den Vinzenz haben wir nochmal Vince, Alter. Vince, geilster Name. An den Herrn Schauner haben wir schon mal wieder, jetzt kommen wir wieder alle 5 und dreifach. Geh, Herz auf jetzt. Herz auf jetzt, Zipfen. An den Herrn Leber und die Vanessa, an den Official Eli, an den Andy, an den Donizi Fix, an den Franzi, an den Bavarian Boy, an den Herrn Grückel, an den Blatsch, an die Herr Frau Vollert, an den Herrn Rottinger, an den Warrior, an den, weißt du sehr, und jetzt eskalieren wieder alle im Chat, weißt, ich muss ja Aufmerksamkeit Was ist erregen. denn los mit dir? Mari! Mari! Oder jetzt chillt's, okay? Nicht schon wieder totale Eskalation. Franzi, vergeht's dir für deinen Zwickel. Mari, vergeht's dir für deine Mitgliedschaft im Vollbier-Squad. Vielen herzlichen Dank. An der Stelle einmal vielen herzlichen Dank an euch alle. Es sind wirklich sehr viel Leute, mittlerweile über ein Jahr mittlerweile sogar schon dabei. Das ist halt schon krass. Tim! Brudi, küsst dein Auge auch. Warte, für die, du kriegst das Händel nach unten. Wenn man es nämlich dreht, dann wird's tiefer. Pass auf, so. Verstehst? Verstehst? Das ist die Technik, Alter. Birger Horror Time. Arne! Frau Roth, vergesst für den Zwickel. So, jetzt passt's, Obacht. Für alle, die neu dabei sind. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, ein Haufen Leute sind neu dabei in die Streams. How to Schnackseln hat ziemlich gut funktioniert, ist ziemlich gut angekommen bei euch und das heißt immer, dass ein Haufen neue Leute kommen. Ja, chill jetzt, hier steht! Fix Mari! Du hast meinen imaginären Freund vergessen. Cheers! Welchen imaginären Freund? Du musst mir den Namen verraten von deinem imaginären Freund. Ich gib's zu, ich hab ihn vergessen. Ich gib's zu, falls mir das schon mal gesagt hast, ich hab's einfach vergessen. Alter. Jetzt warte mal. Muss ich da ein bisschen lauter machen, damit ich mir mal selber her. Ich hab den ganzen Tag, ich sag's euch, ich hab den ganzen Tag musiziert. So, jetzt ist es raus. Aber ich bin tatsächlich auch mit was fast fertig, aber ihr dürft es nicht hören. Ich muss mich so zusammenreißen, oder? Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich das nicht herzeige. Das ist jetzt auch keine Anfixerei, ich muss mir nur einmal vom Gewissen schmerzen. Ruhe ist. Also ich werde es nicht spielen. Es kommt Mitte März. Ja, für den harten Kern von euch, die immer bei den Streams dabei sind, so wie, was, wer jetzt nicht weiß, was los ist, vergesst es wieder. Sehen wir dann. So, jetzt merkt es mir auf. Folgendes hat es heute geschlagen. Ich weiß ja momentan überhaupt nicht, wo man da hängt, was wir mir spielen sollen, deswegen probieren wir jeden Tag jetzt einfach irgendwas anderes aus. Und was ich mir heute denkt, aber jetzt spielen wir Resident Evil 1. The fucking Resident Evil 1. Birger, ich gib alles, Alter.
Baby-Elefant. So, jetzt ist er rüber. Chillt, Alter. Chillt. Ich möchte so gerne was erzählen. Also, jetzt pass auf. Resident Evil fucking 1. Leute, erstens, ihr müsst mal lernen, Folgendes zu tun. Lesen and shit. Reading and... Was ist denn jetzt, Alter? Ich bin aus Österreich und liege mir nicht 30 PC. Fix. Ja, da hast du nichts zu tun. Ja. Gibst aber ein bisschen gepflegtes Classic Resident Evil, Leute. Jan, vergesst für den Euro. Special Greets an meine Lieblingsnachbarn. Weißt du, was es ist? Rot und Weiß ist fast so gut wie Blau und Weiß. Ja, 3 fast Hände nicht um. So, jetzt bei so 8. Also. Fucking Resident Evil 1. Aber lesen, Kinder, weil ich bin schon gefragt worden, Birger, wieso kannst du das jetzt schon spielen? Es ist halt Resident Evil 1. Resident Evil 1 ist wirklich das... Mari! Fix Mari! Merci dir. Ist wirklich das erste Horrorspiel meines Lebens. Ich werde nie vergessen, ich tut sie fix, ich was erzählen! Meine dritte Hand, haha, lustig, Facepalm. Warum klangt er die zweite nicht? Oft einmal nicht. Liesl, Sari, Mari, ja Leute, es ist geil jetzt, danke. Dr. Fisch, Gustl und Birger passt. Sechstes, weißt du, wenigstens. Meine Alter, jetzt Chris, was stimmt denn nicht mit euch? Warum hört denn das eigentlich nie auf? Ich möchte doch einfach nur was erzählen! Nein, ins Bürgerviech, Raute, gönn dir. Merci dir. Merci, Leute. Seriously. Ich möchte so gerne was erzählen. Wir waren jetzt da noch Herr Nagel. Grüß aus Osterhofen. Grüß aus London. Nein, das ist die jetzt. Wir waren dieses. Weil ich komme schon gar nicht mehr mit, wo lauter Herz halt jetzt auf einmal. Grüezi, fix. Wir waren das. Der Jan, der Shockwave, Chris, haben wir gehabt. Einen ins Viech, gönn dir. Merci dir, Alter. An den Herrn Nagel auch. Vergeht's gerade wieder ein Zwickel. Wir waren der andere. Ich sag da nichts mehr. Das war die Mari. Ich kenne mich doch nicht mehr aus. Egal, so. Das war mein erstes Horrorspiel meines Lebens. Werde ich niemals vergessen. Ich war 10 Jahre alt. Damals war ich mit einem Kumpel unterwegs. Das war der Fischer. Fischer. Der war damals genauso Zocksuchtel wie ich. Heute ist es nicht mehr, glaube ich. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle haben wir da übers Wochenende zu seinem Bab gefahren. Und sein Bab hat unser PlayStation 1 ausgeliehen. In der Videothek. Hat man damals noch keiner. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Videothek ist. Dann googelt's! PlayStation ausgeliehen, und weil wir halt ultra brutal waren, da war ich übrigens 10. Ja, muss man mal dazu sagen. 10. Habe ich mir gedacht, ja, das hauen wir uns ein, freilich, ist ab 18, drauf geschissen, Pap hat sich einen Scheißdreck dafür interessiert, Hauptsache die 2 Idioten haben verrannt. Oh ja, dann haben wir irgendwann, die nie vergeben, was findest du? Da war es 10 Uhr auf die Nacht oder so. Und haben heute das Spiel angefangen. Ich werde euch nachher, wenn die Szene, und die ist garantiert noch genauso gemacht wie damals, noch genauso ist wie da, werde ich euch erzählen, was versteht das war, wo wir ausgeschaltet haben. Und wo wir erstmal die ganze Nacht lang, ja, keine Ahnung, Schlaganfälle gehabt haben und mit Sicherheit nicht geschlafen haben. Ja, ich würde einfach vorschlagen, wichtig zum Wissen ist noch, es ist ein HD-Remaster. Also es ist nicht 1:1 die Version von 1996. Und ich gehe davon aus, dass bestimmte Abschnitte ein bisschen anders sind. Ich habe sehr viel Zeit in diesem Spiel damals verbracht, sodass ich da immer noch der Meinung bin, vielleicht täusche ich mich aus, weil es ist 20 Jahre her. 20 Jahre her, das ist 25 Jahre her fast. Kruzifix, Alter, was bin ich eigentlich für alter Lappen? Ja, egal. Auf alle Fälle. Was ist denn los mit dir? Minga! Ich hab die schon gesehen. Ja, ich hab die vor dem Stream schon gesehen. Minga, habe ich die Ehre ab in den Chat an den Minga TV. Merci für dein YouTube. Ich vergesse, ich schreibe über Minga TV. Ist ja wurscht. Du weißt schon, wen ich meine. Merci dir, Alter. Ab in den Chat habe ich. Dort Mr. Minga YouTube. So. Meine Güte, Alter. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich brauche mein Megafon wieder. Ja? Ich brauche mein Megafon wieder. Habt ihr es geschafft? Ja, damit ich so einschreien kann, dass euch alle einen Schelz reißt. Vielleicht ist da noch ein Kruzifix. Mike! Merci! Wer ist da unten? Ich kann es nicht lesen. Raiden! Harry Potter! Ich hab nichts lesen können, Alter. Ich habe nichts lesen können, Alter. Was soll ich machen? Oh, ja, ich sehe schon, wir haben ja viel mehr Leute aus meiner Generation, als ich das dachte.
Herr Stilbomber, die habe ich noch nie gesehen mit einem zweistelligen Betrag, deswegen stop it, get some help. Die zweistelligen Beträge sind jetzt verboten. Zuerst Grüß von Werner und Paulina. Hashtag Birger Bitches. Grüß zurück. So, jetzt lasst es mir erzählen. Ich glaube, dass... Ich bin ein Rasensprenger. Franziska! Sersen, Nachnamen Doc Anstrem. Stream. Vanessa und an Jonas. Hä? Was? Versteck kein Wort, Alter! Ja, dann schmerzt dir mehr der Wort. Ich hab, was, wer soll denn, was? Soll denn das jetzt geheißen haben? Bitte grüße mal Antonio und Vanessa und Jonas. Antonio, Vanessa und Jonas, hallo, this is it's a me, der Birger. Und Franziska auch. Frau Hirl, die kenne ich. Ist auch nicht zum ersten Mal da, ne wahr? So. Was ist denn los mit dir? Krampus. Ab in den Chat, habe ich dir ja Krampus vergessen für die Mitgliedschaft. Warte, kriegst du schnell eine dritte. Weit haben wir haben ab 11 nach 20 Uhr, wir fangen mit so. Wir waren der andere, der Herr Jager, glaube ich, hab's doch gesehen. Herr Jager, stop it! Livestream vor der Montage aus bis um 10 Uhr Feierabend, brauchen wir nicht mehr Bier holen. Stop it jetzt, Herr Lieb, dumm war cool. Ja, spielen wir auch. Ja, leider. Kannst du mal lesen? Jetzt ist er Ruhe, Alter. Jetzt ist er Ruhe. Now, I want Dingsbum, wir fangen jetzt zum Spielen an, jetzt lasst mir meine Ruhe. Ja, mach, vergeht's gut und dann habe ich nicht lesen können, weil er wieder unten drunter steht. Ich weiß doch nicht. So, Wissen. Lustigerweise, ich hab mir halt Resident Evil Biohazard HD Remaster mir gekauft für geschissene 8 Euro oder so. Und hab einfach einen zweiten. Alter, was ist denn jetzt wieder mit. Weißt du, das hat noch nicht einmal eine Dingsauflösung. Das hat noch nicht einmal eine. Wir machen das jetzt nicht, ohne dass man. Ich kann den Chat wieder bloß halbert lesen. Also eh wurscht. So. Warte mal. Chill mal deine Knie mal da. Was war denn das jetzt schon wieder? Meine Güte, nix geht! Was das Spiel ist halt 1 Million Jahre alt. Jetzt geht was, oder? Geht jetzt was? Das Spiel ist 1 Million, das hat nicht einmal, das der greift nicht einmal mit Auflösung. Der greift nicht einmal mit Auflösung. Ja, chillt jetzt einmal, Nox, vergeht's gut. So, der greift nicht einmal, verschiebt meinen zweiten Bildschirm, dass ich nichts mehr lesen kann. Ich sehe den Chat bloß noch halber, der hilft eh nicht. So, geht mein Xbox-Controller, ich weiß nicht, da gehst her. Später registrieren oder schau, dass es mehr mit dem Resident Evil Net von 1996 registrieren wollen. Beim nächsten Mal nicht anzeigen, ja. Nice, also der Controller geht schon mal, das ist schon mal. So. Ich glaube, dass in diesem Remaster einiges ziemlich anders gemacht ist. Und ich mag behaupten, merci. Ich mag behaupten, leider jetzt chillt's halt einmal, was ist denn heute Würde 30 Euro spenden, Nein! geht aber nicht wegen Versicherung SRY. Was für Versicherung, Alter? Ich mag keine Versicherung! Los mich! Merci dir. Fischerking, gerade mit Ja ist ja gut. Jetzt chillt's, jetzt spielen wir. Okay? Kann man jetzt spielen? Ist das was? Ist das was? So. Falls ihr jemand fragt, Spiel laden, ich bin vorher mir eingegangen, um das mit der Auflösung zu testen. Da gehen wir uns das einmal anschauen. Hier, Grafikeinstellungen, kriegst du einen Schlaganfall, hier 1996, Full HD Auflösung, klangt nicht. Ich brauche wenigstens eine IQ HD Auflösung. Geht leider nicht. Deswegen, ja, full-fledged Nostalgie-Flashback, Alter, da geht's ganz anders. Wir fangen mal neu an. Warte, ich bin gespannt. Ich werde niemals den Sound vergessen, wenn du früher Resident Evil gestartet hast oder auf Start gedrückt hast, dann kommt dieses Resident Evil. Ich weiß nicht, ob es da kommt, schau mal. Resident Evil. Flashback! Nice. Okay, was soll man da? Anzeige, Breitbild oder Original? Dann kommt er mit einer 6:9 Auflösung, da habe ich keinen Bock nicht drauf. Lasst mir es modern, lasst mir, weil ich meine, das Spiel ist doch 25 Jahre Untertitel, lasst mir auch ein, weil ich glaube, es ist Englisch, wie mittlerweile eigentlich wissen. Ja, weiß es eh, was es ist. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz außer Tappen und den Chat wenigstens nach unten schirmen, weil sonst sehe ich überhaupt nichts, oder? So, jetzt einmal ganz gechillt, oder? 1000% wird der keine 60 FPS haben. Jetzt pass auf, da, hier, Grafikeinstellungen, können wir gerne noch mal reinschauen. Max, du kannst das nicht herstellen, geht nicht mehr wie 60 Frames. Variabel. Das können wir mal drin lassen, aber ich sehe bei mir die Frames angezeigt, die gegen einen Anschlag 60, das war's.
Jetzt sind wir bei Ich bin 120. ein Nice. Rasensprenger. Was? Maus im Bild? Wo? Tatsache. Ist schon fort. Ha! So. Ja, jetzt fangen wir mal an. Also ich bin gespannt, wie es ist. Ich hoffe, dass sie ein bisschen was neu gemacht haben, weil ich glaube, das zirkt sich schon. Kann schon sein, dass ich aber das werden wir jetzt ausfinden. Flashback, Alter. Flashback des Todes. So, bereit bestätigen, ja. Was ist denn das? Frage, wie sollte ein gutes Spiel sein? Ich soll jetzt drin vorkommen. Best Game ever! Erstens, wie Bergsteigen, erfüllend, aber eine Menge Arbeit. Zweitens, wie Wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Drittens, wie ein Spaziergang, man kann entspannt wir nehmen Mittel. Weil man muss wahrscheinlich sowieso so oft hin und her laufen und ganz ehrlich, wenn die ersten Hunter kommen, wir nehmen immer mittendrin. Ja, wir nehmen nie ganz leicht, wir nehmen aber auch nie ganz hart. Deswegen kommt's mir ja nicht mit, wir haben einen Pro-Gamer oder sonst irgendeinen Scheiß. Wir haben einen Pro-Gamer. Genehmigt. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, das war die Auswahl der... Was sind diese denn? Chris Redfield. Also, das weiß ich natürlich auch noch. Es gibt zwei, das war damals, ihr müsst euch das vorstellen, es ist 19. Was, mein Greenscreen ist schier. Wo? Kruzifix, warum geht denn da nix? Wo? Da fällt doch nix. Schlucken! Hau dir den Mim! Bitch! So. Chat wieder runtergefahren, es geht wieder nichts mehr. Ich weiß schon mal, ganz ehrlich, ich seh's ja leider nicht, weil mein zweiter Monitor nach Timbuktu verschirbt, wenn ich in Speyer gehe durch die Spackenauflösung da, ich krieg einen Vogel. So, wir müssten uns vorstellen, es ist 1996. So eine Art von Spiel hat es noch nie gegeben, okay? Und es hat damals schon zwei verschiedene Charaktere zum Spielen gegeben, was im Prinzip, soweit ich mich erinnern kann, ein Hauptcharakter ist Jill Valentine und der andere Charakter ist der Chris Redfield. Und der Unterschied ist, dass sie nicht mehr so scharf ist wie 1996, stelle ich gerade fest. Also sie ist auf alle Fälle geremodelt worden. Aber mit ihrer war es ein bisschen einfacher zum Spielen. Sie hat glaube ich, 2 Inventarslots mehr. Sie hat 8, der Chris hat bloß 6, was unfassbar wichtig ist, weil das kostet einfach bloß Zeit und nervt. Darum werden wir ja mit ihr spielen und nicht mit ihm. Außerdem haben wir Resident Evil 2 zum Beispiel beim Leon gespielt, also können wir ruhig mal ein Tussi spielen. Und der Unterschied war, er hat, glaube ich, standardmäßig ein Messer dabei, was Jill nicht hat. Stop it! Geh zum Ernst! Stop it, motherfucker! Merci für deinen Drilling, Alter. Und am allerwichtigsten sind natürlich die. Ihr wisst, was ich meine. Dafür hat der Chris, glaube ich, auch schneller angelegt. Also mit der Pistole schneller zielt und hat, glaube ich, ein total schneller schießen können. Ansonsten war eigentlich nur mit dem Chris, war das. Er hält mehr aus, echt? Der Mac schreibt, er hält mehr aus, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich hab's früher wirklich mit beiden, ich weiß gar nicht, wie oft durchgespielt. Wir nehmen auf alle Fälle die Jill. Hashtag Tipps ab in den Chat! Maus, geh weg. Sag mal, ja, das ist wie früher, Alter. Alle 4 Sekunden speichern. Oh, aufgepasst jetzt. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Ist das das Originalvideo? Bizarre murder Ich glaub cases nicht. have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Ist nicht das alte Video. Victims were apparently eaten. War The das? Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Oh, ist nicht im Original Save for vorgekommen. the remaining body of Kevin. Schockschwere Not. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
Also es ist auf alle Fälle neu gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Originalvideo ziemlich trashig mit echten Schauspielern und richtig schlecht, also aber hat Kultstatus, das Original. Oh, lecker. Hashtag Lauf. Come on! Hey! Brad! Where the hell's he going? Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! Willkommen im There are only 3 Überlebenshorror. STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. Barry! We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Es ist auf alle Fälle neu Hey, vertont. Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Das ist das Geile mit den Tieren aufmachen. A dining room. Alter! Also. Also das ist schon ganz anders aufgezogen wie 1996. Das ist viel actiongeladener und viel... Da war nix von der Muse und Scheiß und Klump. Das hat ausgeschaut wie hingerotzt und hingeschissen. Aber, oh Gott, Ink Ribbons, Alter. Das ist alles so fucking charakteristisch für Resident Evil. Mit Ink Ribbons hat man, also mit Farbbändern für die Schreibmaschinen, hat man gespeichert und du hast nur eine bestimmte Anzahl von diesen Dingen. Das heißt, du hast nicht speichern können, wo du willst. Wenn du mal eine Stunde lang gespeichert hast und bist gestorben, dann hast du es einfach nochmal speichern dürfen, wenn du nicht gespeichert hast. Und offensichtlich ist das hier auch so. Ja, da kommt Freude auf. Ja, da kommt Freude auf, Digga. So, dann, was da jetzt neu gemacht ist, Alter, das ist so laut. Das ist bei euch auch so laut. Ich krieg einen Schlaganfall im Kopf. Was da auf alle Fälle auch neu gemacht ist, warte mal, ist die Steuerung. Früher war das so die Panzersteuerung. Du hast nach oben gedrückt und dann bist du gerade ausgelaufen und nach links und rechts hast du quasi einfach nur Draht. Also das war wie beim Panzerfahren halt einfach. Ja, ist laut. Wir kommen schon ein bisschen runter dran. Ich merke schon, dass es... Jetzt reißt es mich auch fast ein Shell. So, machen wir da mal auf -4 und dann... Ich schätze, dass man... Gehen wir einen Ingame-Sound, warte mal, Audio, machen wir ein bisschen leiser, Alter. Da kriegst du einen totalen Anfall. Wie geht das? Achso. So, machen wir mit Muse Viertel, Alter. Was ist denn los mit dir? Bad Boys Garage! Bad Boys Garage!
Bad Boys Garage. Aber den Chat habe ich dir in Vollbier. Ja, in dem Vollbier-Squad. Genau in dem. Bester Squad. Merci dir. Küsst dein Auge, Diggi. So. Also an das werdet ihr euch gewohnen müssen. Ich werde einen Flashback nach dem anderen haben und werde so viel erklären vom früheren Spiel, wie es geht. Wer das nicht hören will, dem kann ich auch nicht helfen, aber es hilft nicht. So. Was dann auch unfassbar... Was jetzt speichern beendet? Was speichern? Achso, ja, gut. Was auch extrem charakteristisch für Resident Evil 1 und 2 ist, wie es beim 3er war, weiß ich nicht. Ich glaube, da war es auch noch so. Wenn ich da jetzt durch die Tür gehe, war das der Ladebildschirm für den nächsten Raum. Dass das da drin lassen haben, ist... That gunfire. I'm counting on you to investigate, Jill. Sure thing, Wesker. Ja, Mr. Wesker. Oh, schickt er mich wieder zurück. Schickt er mich wieder zurück. Das wäre wahrscheinlich früher gar nicht gegangen sein. Und das nächste, wo Resident Evil das erste war, ist mit den fertig gerenderten Hintergründen. Das heißt Kamerafoto nicht mit, sondern das sind einfach, also du gehst von Abschnitt zu Abschnitt und das hat so einen seltsamen Flair, weil du halt nicht um die Ecken schauen kannst, ja. Also du kannst deine Kamera auch nicht selber drehen und lauter so einen Blödsinn, sondern du musst halt einfach, wie soll ich sagen, du musst halt einfach, wenn ich da jetzt weiterlaufe, zack, dann kann jetzt da etwas sein. Und das war halt damals einfach fucking... Du hast eine Paranoia geschoben, wie sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Nein, wir haben doch noch gar nichts da. Wir kommen eigentlich mehr Inventar. Okay, da haben wir eine Karten. Okay. Ist mir jetzt Steuerung außerfinden. Ah ja. Dann haben wir 3 Aufladungen fürs Farbband, das werden wir ja den noch nicht brauchen. Status, Bildschirm verlassen. Ja, Akten, Karte. Stop it! Roman! Stop it now! Get some help! Habe ich dir, Roman. Bester Squad. Maus im Bild! Kruzifix, die nervt auch anders. Jetzt mal, wenn ich aussehe, top ist die Maus wieder da. So, es ist immer noch saulaut, oder? Täuscht mir das? Ist besser? Die Maus muss raus. Die Maus. So, jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben da jetzt in einem Speisesaal und da ist in der Mitte ein ziemlich langer Tisch. Und irgendwo, gut, man hört... Merci dir. Ja, genau, da ist eine Uhr, die hat man früher verschirmen können, wenn mich nicht alles täuscht, aber das sehen wir jetzt gleich. Jetzt kommen wir gleich zur Szene, die mich 1996 ausschalten hat lassen. What is it? Blood. Jill, see if you Jill, can find any other clues. What is this? I'll be Blood. examining this. Let's just hope it's not Chris's. I hope it's not Chris's blood, ist der Originalton. Er lebt, vergelt's Gott dir. So. Ja, genau. Und das ist das Hässliche damals an dem Spiel gewesen. Du hast nie gewusst, was dich hinterm nächsten Eck erwischt. Herr Grossbot, vergelt's gut. So, was wir jetzt nochmal machen, jetzt machen wir das Audio. Wieso stellst du das Audio wieder zurück? Bist du behindert? Vielleicht hätte ich bestätigen sollen. Geht nur ein wenig leiser, oder? Machen wir so. So. Ist das in Ordnung? Ist das okay so? Der Black Sun schreibt für die Spur, wie mir damals eine Voodoo-Karte besorgt. Alter, das ist so fucking lang her. So fucking lang her. Inhalt wird gespeichert. Aber wahrscheinlich speichert er einfach die Settings, was ja in Ordnung ist, meinetwegen. So, jetzt weiß ich es noch, einfach von damals. Wir müssen da durch die Tür und dann nach links. Und dann... Schauen wir einfach mal. So, du bist jetzt halt da, du siehst überhaupt nichts. Ich gehe jetzt mal rechts. Da müsste links ein Tier sein und gerade... Ah, ist schon anders. Schon, ja? Da ist normalerweise geradeaus eine Tür gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann müssen wir aber daher. So. Und jetzt, Kinder? Ich schwöre dir bei Gott. Ich hab mal als 10-Jähriger in die Hose geschissen. Ab dem Zeitpunkt war die PlayStation aus. Und es war vorbei. Und so bin ich da abgeguckt. Vielleicht bin ich deswegen so gescheit heute. Oh, das Gestöhne von den Zombie-Decken.
Was tut denn der jetzt? Kommt er oder kommt er nicht? Check-off, hallo! Hallo, ich drehe mich wieder ein bisschen im Kreis. Da, schau. Das geht auch nicht mehr so gut, schon hin. Was hat denn der für ein Problem? Das ist halt das Kreislige, jetzt wenn ich da 4 gehe, weiß ich nicht, wie nah dass er dort ist. Wahrscheinlich laufe ich am direkten Turm. Ja, gehen wir nachschauen. Kann man eigentlich laufen? Nein, hat man damals auch nicht kennen, glaube ich. Also so kann... Ich bin auch raus, weil ich habe jetzt keine Zeit zum Schauen, es tut mir so leid. Wo muss ich hin? Was? Ah! 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 Steuerung, Alter, was bist denn du? Steuerung, Alter! Laufen wir mal davon. Laufen wir mal gepflegt davon. So, jetzt gehen wir mal da hinten. Alter. Steuerung. Ja, nicht die Steuerung ist der geilste Scheiß. Ich werde nur so oft daneben ballern. So, jetzt pass auf. So, wie viele Kugeln hat der jetzt gefressen? 4, 2, 6 bis jetzt, oder? Und normalerweise läuft jetzt... Ja, genau. Der ist ja noch nicht hin! Stirb! What is your fucking problem? So, und normalerweise läuft jetzt auf seinem Bauch unten so eine rote Blutlocke raus und dann weiß das sie sind. Pro-Game, Alter! So, wie viele Schuss haben wir jetzt verkackt? Einer wieder, also jetzt pass auf, einer wieder daneben geschossen, glaube ich, oder? Einer wieder daneben geschossen. Also ein scheiß Zombie holt 10 Schuss aus. 10? Und wenn ich mich richtig erinnert, und ich erinnere mich richtig, dann herrscht in Resident Evil 1 permanente Munitionsknappheit. Und zwar fucking permanent. Probieren wir mal was. Bin Glas GZ. Was? Nehmen Sie es, vergeht's gut. Bin Zwickl. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. So. Hashtag ProGamer, ab in den Chat. So, müssen wir zurück zum Barry. Müssen wir ihm berichten, was wir gesehen haben. Man hat sich 2 Radler eingesucht für den Zipfel. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Zombie kämpft, die Teufel hat sich so zerrissen! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ton war früher nicht Deutsch. War auch Englisch. Und in dieser Szene hat der Barry, also er da, unser Späsi, der wo da dabei ist, dem Zombie mit einem Schuss, oder ich glaube noch einem 3. Schuss, einen Kopf weggeschossen. Oh, Barry verfolgt uns. Müssen wir zum Wesker zurück. Mr. Wesker! Mr. Wesker! Was bitte? Ist jetzt der Zombie der Vogelaufen wieder, oder was? Seit wann können Zombies Tieren aufmachen? Hallo? Auf dem Boden sind Blutflecken. Hoffentlich stammen sie nicht von ihren Freunden. Und das Ticken dieser Uhr hat es damals schon gegeben. So, die Steuerung ist natürlich jetzt ein bisschen angenehmer. Jetzt geht's 3D, mit dem 3D-Stick ganz normal, falls sich alte Resident Evil Veteranen fragen so, Warblick, warum lauft der da so geschmeidig umeinander? Ich laufe zwar umeinander wie ein Volldepp, aber ist egal. Die Steuerung haben sie neu gemacht. Okay, Cutscene, Bitch. Wesker! Jill, help me look for him. But let's not leave this hall. Good idea. Was? Nein, ich glaube, da hat man bloß... Okay, das hat es früher nicht gegeben. Da hat man hinten rundum laufen können, das weiß ich. Am besten schließen sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Aber diesen Rundgang, da hat man hinten einige können, das weiß ich. Barry. Aber nicht Treppen oben. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. Die sind There's not verschwunden. much we can do. We can search for him separately. Ist der I'll Barry nur jung? investigate the dining room again. Okay then, I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Schöner Hinweis, Mr. Mac. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. Bin auch It's a gespannt, was lockpick. passiert. You'd make better use of it. Ah, sie hat einen Dietrich gekriegt, mit dem man manche Dinge aufsperren kann. Thanks.
I may need it. Den kriegt der Chris, glaube ich, Something nicht. happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Okay. So. Das, die erste vernünftige Aktion, die man normalerweise da macht. Gut, sie lassen jetzt eine Spätzle nicht im Stich. Das ist einmal absehen. Aber erstmal schauen wir mal, was draußen so los ist. Kommt da jetzt einer. Okay, das wollen wir uns ja nicht so! Du Mistmatz! Verpiss dich! Was? Ah! Excuse me, sir. Was war das jetzt? Kruzifix! Ja, gut, dass wir nicht gesperrt haben. Nice. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Welcome to 1969. 96? Hoppala! Hashtag ProGamer! Ja, da müssen wir von vorne anfangen! Resident Evil. Fuck my life, was hab ich da? Warum hab ich mir das Auto? Warum? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Ja. Flashback, nein. Ja, so viel zu früher war es besser. Maul halten! Hey, ich rush durch, Alter. Na bitte sag mir nicht, dass ich das nicht überspringen kann, weil sonst raste ich aus, dann war's das nämlich gleich mit dem Spiel. Willkommen im Überlebenshaber. Ja, ist gut. Nein. Kriegen wir. Captain Wesker, Barry. Hat doch der Smurf nicht ganz unrecht? Hashtag Lerneffekt. Raiden! Ich konnte es nicht lesen, ist klar am anderen Bildschirm, tut mir leid. Ja, ist gut. Kann ich den Scheiß überspringen, bitteschön? Dankeschön. Ja, nice. Kann ich, das ist gut. Ich hab jetzt aber den Hund nicht übergebracht. Ich hab meinen Antrag für voll, das hat nichts gebracht. Hashtag früher war's besser. Ja, ich mach mir deine scheiß Katzen nicht anschauen. Gib mir das Bantel da. Ja, passt, nimm mich. Jetzt gehen wir da hinten rein, hau den Zombie, schießt mir ins Gesicht ein, Bengel, so, peng, peng. Ein bisschen peng, peng. Ja, Blei, I think irgendwas, was weiß ich, ist mir scheißegal, du Zipfe, du. Du Zipfe, du! Ich brauche kein Medikit, ich bin Pro-Gamer, Alter. So, du gehst hier. Ja, ist schon recht. Ach, ich seh nix. Ah, süß, Alter, wer soll denn da ziehen? Da, geh Vierer jetzt da. Haben wir den nicht mehr lang. Du kasiger Zigeuner, du kasiger. Alter, die Zielerei ist eigentlich schlimmer wie früher, wenn ich ehrlich bin. Bist du hier? Digga, bist du hier? Jawohl. Nice. Man kann da nicht, wir sollen sagen, seamless in alle Richtungen zielen, sondern heute bloß in 8. What is it? Da schreckt mir wen! Da macht's die komische Tiere, wenn mit 1,5 km/h und dann rennst du über den Arsch. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Schnauze jetzt da, habt ihr Schreibmaschinen abspeichern. Krieg Vogel. Sehen wir nicht im nächsten Eck schon wieder sterben. Das ist echt dumm, wenn man weiß, was passiert. Großer Speichersaal. Nice, nice, Birger, nice. Ob das auch früher passiert ist, das weiß ich nicht mehr. Mac, du scheinst mir ein Wissender zu sein. Ist das früher auch passiert, dass der Zombie durch die wieder abhaut? Ich glaube nicht. Mr. Mac! Ja, ich kann es nicht lesen, es tut mir so leid. So, wir müssen irgendwie den Saal investigaten. Und ich hab den Hund jetzt auch nicht abschütteln können, was mich ehrlich gesagt auch ein wenig irritiert. So, da gehen wir jetzt. Da haben wir früher auch einmal die Szene wechseln müssen. So, da hinten. So, und wieder Vierer.
Und dann hat es in der Regel eigentlich auch schon wieder passt. Okay, offensichtlich aber hier nicht. So, ja. Erstmal die Hallendurchsuchung ab. Ich durchsuche wieder Boss, Alter. Ich durchsuche es wieder Boss. Barry, was ist denn jetzt? Tu was für der geht! Sie fix! Damit kann ich eigentlich nachladen oder so? Ich hab nur 3 Schuss. Ich glaube, dass wir mir das Messer brauchen. Alter, das ist richtig übel. Das Messer ist richtig übel. Am besten schließen sie erst die Durchsuchung die Halle ab. Was, ich war doch ich bin da schon rundum gegangen. Checkst das, Alter? Ja, dann schauen wir da mal auf, ey. Das ist auch neu, da ist früher auch, glaube ich, ein Ladescreen angegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Langsam mit den Treppen. Wir prägen uns gleich mal die Tiere rein. Herum eine dicke und eine dünne. Dicke und dünne Tiere. Ja, ein bisschen rundum gucken. Schön. Gibt sogar Spiegelung, schau hier. Sogar Spiegelung im Fenster drin. Nice. Da hinten ist ein kleine Tier. Müssen wir uns alles einprägen. Also sind 4 Tiere da herum. 2 rechts, 2 links. Links ist eine dicke. Das ist der Rundgang über dem Speisesaal, wenn wir uns das einmal so Barry. richtig merken. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. Nothing. What's going on around here? What's I going can't on figure it around out. Same here. Chris Das muss ich and jetzt now noch mal Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then I'll try the door on the other side. Müssen wir This gegenüberschauen. mansion is gigantic. This We mansion could is easily get gigantic. lost. Let's start from the first floor. Okay. Also, wir müssen es. Oh, I almost forgot. I almost forgot. It's a Wir kriegen einen Dietrich. Haben wir schon gespannt jetzt, ja. Thanks. I made. Ja, ist schon recht jetzt. So. Unser Problem ist jetzt folgendes. Da mag ich jetzt nichts sagen dazu. Weil ich mich, glaube ich, erinnere, was jetzt da passiert. This is not the room I remember. Oh, da blinkt was um. Da blinkt was um, ich hab's genau gesehen. Frau am Brunnen. Das war das erste, ja nicht ganz, seien wir ganz ehrlich, eigentlich ist der Vorreiter Alone in the Dark, wenn wir mal ganz genau sind. Aber Resident Evil hat es auf ein Porträt hängt an der Wand. Es scheint fast, als würde es sie beobachten. Oh, nice. Ein Porträt hängt an der Wand. Oh, alle Porträts beobachten wir, oder wie? Porträts und Fotos hängen an der Wand. Sie sehen aus, als würden sie gleich zum Leben erwachen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Okay, da steht überall dasselbe. Ah, jetzt glaube ich. Ich hab schon verstanden. Ah, an den Raum kann ich mich nicht mehr erinnern. Außer diese Statue war grün. War die nicht im Original grün? Also so typisch Kupfer-Grünspan grün. Gehen wir da mehr finden? Da ist eine Karte von Villa EG. Mitnehmen? Selbstverständlich nehmen wir die mit. So, wir haben da unten auf der rechten Seite. Da vorne geht es ums Eck, das weiß ich nicht mehr. Was dieser Winkel da rechts rundum, das ist der Ort eigentlich, den ich eigentlich erwartet hätte. Aber jetzt schauen wir mal da ums Eck, was da gibt. Sie haben die Karte von Villa EG. Okay, nice. So. Wo es da hingegangen ist, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr. Dolch. Wir haben einen Dolch. Nehmen wir mit. Lesen. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Hat es doch damals nicht gegeben. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Statusbildschirm und wählen Sie ein Objekt im Menü. Verteidigungsobjekte. Wählen Sie dann den Befehl Ausrüsten. Ist die Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjekt LB drücken. Den hat es früher nicht gegeben. Von einem sogenannten Verteidigungsobjekt höre ich zum ersten Mal. Die hat es früher nicht gegeben. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, die hat es früher nicht gegeben. Lüge, the cake is a lie. Verschiedene Kunstmaterialien. Ah, ob's das Oh nein. Fuck my life. Was du denn? Nein, nicht! Wo leg ist der Kraus?
Wo ist der Hulk? Holy shit, da ist der Hulk! Ah. Ja, eine mit dem... Ja! What? Nein! Hab ich's jetzt equipped oder nicht? Ja. Ja, was soll ich machen? Tu jetzt den Typen weg! Ich stieg die an! Alter, wir sterben doch schon wieder! Geh weg jetzt! Es ist alles... Aber der stirbt durchs Schwert, oder? Der stirbt durchs Schwert! Oder hau mal ab, oder der hat Schwert! Kann man jetzt den Dolch da wieder rausziehen? Also die Stelle hat es früher nicht gegeben. Auwe 2, haben wir schon wieder 3/4 hin. Auwe 2 kritisch! Auwe 2 kritisch! Wahrscheinlich hätten wir einfach abhauen sollen. Blöd wie wir haben. Boah, der Dolch hat es ja voll gebracht. Ja, ich sag das, was ist, wir sterben jetzt sowieso. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Hä? Wo ist Bitchin? Ja, aber ich kann doch sonst nirgends woanders hin. Was ist denn das für Kass? Aber wenn ich jetzt da so schaue, wenn ich rechts ums Eck laufe, dann ist doch da so ein Raum mit irgendeinem Loch drin. Da muss doch irgendwo... Ein düsteres Gemälde des Hauses. Da geht's doch dahinter weiter, ich seh's doch auf der Karte. Hä? Toll, jetzt hat's Bauchweh. Oh. Ja, Kruzifix, laufe dann einmal anständig. Was haben wir da? Ein altes Foto in einem Rahmen. Vielleicht hatte diese Person etwas mit dem Haus zu tun. Den Schlüssel muss ich holen, das ist mir schon klar, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich meine, wir haben ja nicht recht viele Optionen, wenn ich da so auf Karten schaue. Es gibt keine Optionen, wo ich hin kann. Auf der anderen Seite, wo der Barry ist, da kann ich. Ja, dann probieren wir mal Folgendes. Achtung, Achtung, es fährt ein, der Kackstift-Express. Probieren wir mal eine andere Richtung. Kinder, die andere Richtung. In dem Haus ist alles düster, das ist richtig. Auf alle Fälle sind wir fast im Arsch, das ist alles, was ich weiß. Eigentlich sollte man sofort noch mit Nylon. Ich geh jetzt mal auf die andere Seite, wo der Barry umeinander steppt. Und ich meine, mit was soll ich mich verteidigen? Die Zombies sind leider nicht so leicht zum Verarschen, wie das früher war. Ja, speicher mir ein ins Viech. Speizt mir ein ins Viech. Ja. Inhalt wird gespeichert. Bitte nicht beenden. Nein. Wir haben keine Zeit, das zu beenden. Nein. So, schauen wir wieder. Was es gibt. Ah, Symbol. Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt von Befehl untersuchen. Na, das ist es, mein Gott. Was soll ich tun? Symbol. Verwenden. Prüfen. War übrigens auch Resident Evil das erste Spiel, wo man diese Items so dran hat können. Und wo du dann Dinge quasi entdecken hast können. Keine besonderen Merkmale. Ja, aber irgendwas muss es haben. An das Ding kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Sag ich dir, was es ist. Nehmen wir es einmal mit. Nehmen wir es einmal mit. So, an die Uhr kann ich mich noch erinnern. Die hat man doch verschirmen können. Oder war das die Uhr im... Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Was bitte? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Wir gehen jetzt am Barry Sepp noch. Barry Sepp, tu mal was für der geht. Und der ist auch nicht so gaudi da. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Dann gehen wir wieder nach links. Hat er da nicht was gehabt eigentlich? Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneths Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn abspielen kann. Die Leiche ihres Kameraden, ja. Ihm ist anscheinend etwas an die Gurgel gegangen. Ach was!
Und dann müssen jetzt da hinten irgendwo, da gibt es diese typische Treppen, so Rundtreppen, so halb die. Oh Gott. Genau die meine ich. Genau die meine ich. Ah, Magazin. Oh, Magazin. Magazin, nice. Ah! Chekhov! Ich warn die! Ist das klar? Stich die an! Ich schlitz die auf von Arsch bis Hirn! Eine Leiche liegt auf dem Boden. So als sei sie plötzlich gestorben. Dun, dun, dun! Was zum Teufel, ob diese Ketten da an der Wand waren damals schon, das weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig. Gell? So, Kräuter hat man damals auch schon kombinieren können, wie im Zwarer. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Die kommen genau richtig. Aber war da nicht der Safe Room? Oder war der oben? So, das kombinieren wir jetzt zusammen und hauen wir uns gleich mal rein. Aber nicht so geil da. Der Tote war tot. Stell dir das vor, Alter. Wenn man nicht alles täuscht, haben da auch Zombies. So. Das tun wir hier. Kombinieren, ja. Easy. Nice. Ausrüsten. Schön. So. Ne, da schaut es nicht so aus wie früher. Na, Kinder! Na, Kinder! Da schaut es nicht aus wie früher. Oder ich hab mich einfach vertan. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ah, da liegt da am Boden, ich seh's genau, ich seh's eine Sorgbahn. Da! Links eine Sorgbahn, ich seh's genau. Ich geh links. Haben wir da? Nix. Ah! Zappen! Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ah! Ah, der ist dick! Schnell zusammengefallen. Rudi, bist du hier? Gleich mit hinten anstehen. Ja, die haben mich gar nicht lange noch, du bist gleich mit hinten angestanden. So, sag mal, wo längst denn du eigentlich hin, Frau? Ich drück nach links, kennst du das? Ah, Steuerung so nicht, gell? So, nein, so nicht. So, wir gehen weiter. Haben wir da? Und irgendwelche Speere links und rechts erinnert mich auch nicht. Da ist ein Pfeil, ich hab's genau gesehen. Goldener Pfeil mitnehmen. Oh, aber an den erinnert ich mich aber. Pass auf, denn wenn wir mir jetzt da genau anschauen, die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Ha! Da suchst du behindert, wenn's das nicht weißt. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Ach so! Jetzt, wo du das sagst. Magazin gefunden. Das ist gut. Da fühle ich mich gleich mal ein Haus gesehen. Was ist da wieder los? Anderen Seite verschlossen. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Ich weiß nicht wie, aber wir haben ein Programm. So, jetzt passen wir auf. Karte. Herr Krause, vergesst nicht über den Zwickler, aber ich kann den Text nicht. Was davon dank kann man vom Lob zum Sehen. Ich kann es leider nicht lesen. Es ist zu winzig auf meinem zweiten Monitor. Entschuldige, aber danke dir. Da haben offensichtlich ja zwei. Ich meine, ich sehe das ja da. Da haben wir und die Tieren, die grau sind, da kommen wir wahrscheinlich durch. Die rot sind, haben verschlossen. Von der anderen Seite oder durch einen Schlüssel oder durch sonst irgendwas. Da hinten hätten wir auch eine können, aber da liegt ja der Zombie-Sepp am Boden. Naja, drauf geschissen. Wir gehen jetzt einfach mal. Wir müssen sowieso erst einmal Sekunden. Müssen wir einmal durchlaufen und wir stolpern dann schon über die Rätsel drüber. Und dann erinnere ich mich schon wieder Stickerl für Stickerl. Bis jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir haben, Alter. Was ist jetzt kaputt? Ah, der Zombie-Sepp schon hier. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol. Wir brauchen einen Schwertschlüssel. Ist in das Schloss eingraviert. Okay. Na, Zombie-Sepp, die lose Lehnen, da wird Munition gespart. Sag ich dir, was ist. Oh, Dolch ist ein guter. Dolch ist ein guter, den das her. Ja, nimm den. Den nehmen wir mit. So, was haben wir da? Ah ja, Statue. Stimmt, das war keine Uhr, die wir verschieben können, sondern eine Statue. Die hat man da oben schmeißen müssen und dann hat die so ein blauer Dings. Die Deutsche oben schmeißen müssen. Gut, C-Fix. Und das erinnert mich definitiv noch. Und dann fällt da oben der blaue Kristall aus. Ich weiß zwar nicht mehr, für was dass wir den brauchen.
Wo ist denn jetzt der Zombie-Sepp? Mein Gott, so... Ah! Mr. Bad Boy, herzlichen Dank, Alter. Wie hört ihr jetzt endlich auf, mit die zweistelligen Beträge umeinander zu schmeißen? Was? IDU, was? Tote und Totenzifix. Was? Tote Zifix? Was? Mehr City. Da gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wir haben jetzt im das hat mir jetzt... Bürger, du bist einfach der beste Gruß aus im Schwabenland. Im Schwabenländle! Vergeht's gut, Mr. Netzwo, zu viel des Lobs. Herzlichen Dank, Leute. Herzlichen Dank. Freut mich sehr. Jetzt passen wir Obacht. Wo haben wir jetzt? Ach so, jetzt passen wir Obacht. Wir haben jetzt in der Haupthalle wieder. Und sind wir aber jetzt oben. In dem dicken, auf der linken Seite bei der dicken Tür. Ja, hab schon verstanden, wenn wir mir gewuselt sind. Und die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ja, jetzt haben wir heute wieder in der Haupthalle da drin. Was soll in der scheiß Haupthalle drin? Die Tür ist verschlossen. Schwertsymbol. Und wir brauchen einen Schwertschlüssel! Die Tür ist verschlossen. Rüstung! Schwert und Rüstungsschlüssel. Ja, der ist aber erst später. Wir brauchen einen Schwertschlüssel, Leute. Schwertschlüssel. Ich erinnere mich keinen Brösel mehr drauf, wo der scheiß Schwertschlüssel zum Sei hat. Okay, dass da ein Tier ist, an das erinnere ich mich auch nicht mehr. Tu mir lieber Pistolen hier. Ja. Mit das ungute Gefühl, dass da Hunde umeinander laufen. Man hat doch... Die ist von der anderen Seite verschlossen. Man hat doch da noch nie... Da liegt was drin. Da liegt auf alle was drin, das blinkt. Hab's genau gesehen. Hat man da damals aussehen können? Das ist doch gelungen! Das ist eine Lüge! Aha! Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels! Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze! Kombiniere, Sherlock! Nice! Was gibt's jetzt? Gibt's da unter sauberes Schweines? Ich weiß es auch nicht. Ich hab's nicht, ich kann's nicht. Freibier for Future. Okay. Mehr seht ihr. Das hat's doch damals nicht gegeben. Die Tür gab's damals nicht. Schreibt der Kilios auch. Das da hat's alles da nicht gegeben. Was ist das? Okay, dann müssen wir ein neues Rätsel lösen. Hilft nicht. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle einer Auge. Anstelle der Augen. Das heißt, wir müssen doch die Kristalle rein, wenn du mich fragst, oder? Oder haben mehrere. Eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund? Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Nase? Ich hab deine Nase! Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Munds. Kein Dunst, was man das sagen soll. Also auf alle Fälle Keten. Um Gottes Willen, da hängt der Sarg um! Ich mag überhaupt nicht wissen, was da rauskommt! Ein Buch ist in die Einbuchtung eingefasst. Buch der Verfluchungen. Hä? Das hat's damals nicht gegeben. Alles gelungen. Schwörst du, wenn da jetzt eine Pause fällt oder sonst irgendeinen Kass, dann krieg ich einen Flippen. Ja, aber an was ich mich schon erinnert, man hat diese Bücher anschauen können und wenn man es da aufgemacht hat, es trägt den Titel Buch der Verfluchungen. Buch der Verfluchungen. Wow. Ja, das ist mir schon klar. Das ist... In den Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Sie haben Folgendes gefunden. Den Hausschlüssel. Den brauche ich nicht, ich brauche einen Schwertschlüssel, du Spacken. Die 4 Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Wenn alle 4 ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Chris, ich kann es leider nicht lesen, es tut mir so leid, vergesst mir für den Euro. Wenn alle 4 ihren Platz finden, ist die Macht des Bösen erwacht. Ja. Vielleicht mag ich das aber gar nicht. Du hast da schon mal drüber nachgedacht, ich weiß doch auch nicht. Was soll ich jetzt da großartiges machen, Alter? Eine Steinstatue mit Loch anstelle.
Ich weiß doch auch nicht. Schweinersmächte! Kruzifix, jetzt habe ich wirklich Bock auf ein Schweiners. Kruzifix! Ja, keine, wir haben auf alle Fälle einen Hausschlüssel gefunden. Wo uns der scheiß Hausschlüssel weiterhilft, da habe ich bis jetzt nicht gelesen, aber das wurscht. Karte! Okay, da geht's oben, da hinten ist zu und wir kommen bloß wieder zurück aus, so wie ich das sehe. Sehe ich das richtig? Ich meine schon. Dann gehen wir wieder zurück aus. Brumm, brumm, Motherfucker. Ob wir da hinten rausgehen? Da liegt was, ich hab's doch genau gesehen, da liegt was. Jetzt schon Pumpkin Moon? Ich erinnere mich noch sehr genau, wo man Pumpkin kriegt. Sehr genau. In einem hässlichen, sehr hässlichen Raum. Jetzt wird mein Inventar langsam ein bisschen voll. Wenn wir dann den scheiß Schlüssel finden, dann können wir nirgendwo hin, weil, weißt du eh. Das Bierchen wird da wahrscheinlich sagen, in welcher Reihenfolge die Köpfe da sollen. Ja, aber das sagt sonst nichts mehr, das Bierchen. Ich meine, ich hab das Bierchen jetzt auch nicht mehr. Das ist weg. Das war ein kurzer Hinweis. So. Karten luren. Karte luren. Schauen wir mal. Ja, wir kommen da unten. Jetzt gehen wir nochmal. Wir gehen jetzt einfach nochmal. Wo gehen wir eigentlich nochmal hin? Schauen wir mal, was die kleine Tier rechts neben der großen einen Schlüssel braucht. Die Tür ist verschlossen. Ein Helm. Oh Gott, Alter. Was waren das? Das waren doch 4 Schlüssel, oder? Schwert, Rüstung, Helm und Schild. Was ein Schildschlüssel? Sagt das, was ist? Ich weiß nicht mehr. Ja, ein bisschen alles ablaufen, ein bisschen schauen. Das ist ein schönes, gemütliches Spiel, das gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr gut. Jetzt pass mir auf. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Ein Bild von 2 Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust eines Ritters, das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Ja. Was war denn mit der Uhr gleich wieder? Irgendwas war mit der Uhr. Ah, da ist es. Ja, stimmt, da haben wir vorher den blauen Ding abgeworfen. Da können wir jetzt den Ding, das ist ein blauer Edelstein mitnehmen, ja. Jetzt wird es langsam interessant, weil langsam aber sicher kriegen wir ein Problem mit dem Inventar. Und das ist jetzt Resident Evil at its finest. Musst erst etwas bestätigen, dann bewegt die sich. Ja, irgendwas braucht, wenn beide sich erstechen. Na, sowas haben wir noch nicht. Also, keine Ahnung. Das siehst du, wie spät das ist. Für das gehört eigentlich eine Umdrehung geben, Mr. Creevil. Was Birgen rein ist, muss so. Das hilft uns nichts. Das hilft uns nichts. Mochmo, die muss grün aus. Was? Also die blöds Glocken. Macht sie die Glocken lieber an und lasst den Dammerling noch rum, da wenn es euch gefällt. So, wir gehen jetzt da noch mal auf, da wo der Zombie am Boden gelegen ist. Was? Der war... Erstens, da ist der vorher da gelegen. Zweitens, da waren keine Grauen. Was ist denn die, Alter? Scheiß mich an. Was ist denn? Hey, sag mal ganz ehrlich, wir hatten den Sounddesign von denen Grau. Möchtest du total trollen, oder was? Ein großer Vogelkäfig. Darin liegt ein toter Rabe. Wir gehen ja übrigens kein Risiko ein mit irgendwelchen Zombie-Idioten oder sonst irgendwas. Da haben wir nämlich schon lange nicht mehr gespeichert. So. Aber an dem da müssen wir jetzt irgendwie vorbei. Oh. Oh, mehr Objekte können sie nicht tragen. Warte mal. Da
machen wir jetzt einen Sicherheitsstich. Der scheint mir tot, der Gute. Scheint mir tot. Da liegen sogar 2 Kräuter, siehst du das? Und da in die Tier kommen wir auch rein. Die haben wir vorher übersehen. Jetzt schauen wir mal. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Oh Gott. Oh Gott. Erst einmal schauen, wo wir da sind. Ich ahne nämlich fürchterliches. Wenn wir mir jetzt... Fix, wir müssen mal irgendwas... Wir haben auch gar keinen Platz für den scheiß Schlüssel. So, ich garantiere dir, wenn ich den Schlüssel da raus tue, dass auf diesen Schienen da er da daherkommt. Mit die Dinger da. Vielleicht sollte man doch speichern gehen. Sollte man speichern gehen? Tür ist verschlossen. Helmsymbol. Wir gehen mal speichern. Wir gehen mal speichern. Dann ist zwar das Vorbandel weg, aber dann haben wir wenigstens einen Inventarplatz und dann nehmen wir mal den Schlüssel da und dann schauen wir mal, was passiert. Ist das in Ordnung? Herr Tuner, ich gehe schon speichern. Ich habe schon verstanden, dass das gefährlich ist. Tu dich nicht obi. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dass ich noch mal durch das Haus durchrenne. Dann schalten wir nämlich aus und dann machen wir einen Blätschmerz. Oder was weiß ich, was mit dem. So, jetzt mir Gaff. Da haben wir, glaube ich. So, ganz gechillt. Das Spiel ist so richtig schön, chillig. Muss auch mal gemütliche Spiele geben, Kinder. Muss auch mal gemütlich. Weil diese scheiß Graddeppen! Weil nicht. Noch keine kleine Kette, was ich so hier. Da vielleicht irgendwas? Nein. Was ist denn los? Oh, leck, Alter, der war fies. Der war gemein, Alter. Herr Geier, vergelt's für deine Mitgliedschaft. Herzlich willkommen im Vollbier Squad. Ab in den Chat, Herr Geier. Waren wir jetzt da wieder? Ja, da waren wir. Hey, wurscht, wo wir sind. Alles gut. So, ab in den Speisesaal. Ist schon ein bisschen anders, oder? Also das Gebäude ist schon ein bisschen anders aufgebaut wie damals. Mr. Bad Boys, one with Enkelbats. Das ist ein Hodenkobold. Was? Lass doch mal die Leute jetzt Hodenkobold sein. Ich finde da immer noch interessant, was Hodenkobold überhaupt für ein Wort ist. So, speichert man mal. Schreibmaschinen, Sie können Ihren Fortschritt speichern. Ja. Wir verwenden. Also das ist schon. Natürlich ist das Spiel in die Jahre gekommen, ja. Aber ganz ehrlich, es braucht sie. Ist alles noch völlig in Ordnung. Ich glaube, das Original darf wahrscheinlich nicht mehr gehen. Keine Ahnung. Aber ja, schauen wir mal. So, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn man mir. Und das ist halt Resident Evil gewesen, ne? Du rennst von A nach B, weißt, wie du da speichern musst und dann musst du wieder was. Ich hätte gerne mal einen Safe Room, wo so eine scheiß Kiste. Und ich war ja eigentlich immer der Meinung, dass da, wenn man da Treppen runtergeht, dass da eigentlich an der Wand, da. Oder unten drunter ein Safe Room war. Oder war das was anderes? Aber da hat man da die Treppen, da hat man auch viel mehr umeinander laufen können da herum. Das ist noch nicht, nein, wir haben noch nicht da, wo ich meine, glaube ich. Die Atmosphäre im Spiel ist der Hammer, das ist tatsächlich richtig. So ein Spiel, jetzt hätte ich fast die scheiß Pflanzen da aufgeklappt, hätte ich wieder keinen Platz gehabt. Es ist halt einfach der Urvater der Survival-Horror-Spiele. So, ich garantiere doch jetzt halt hundertprozentig, dass... Tue ich mir da weh? Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Die fahren doch da jetzt Vierer. Mit den Schlüssel anschauen, das ist der Karo, dann werden wir da nicht einstecken können. Kann ich mir dann da verstecken? Einfach an der Seite? Wir nehmen den jetzt einfach mal. Möge, wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. So, jetzt wenn ich nämlich davor laufe. Schon wieder ein Hausschlüssel. Ja.
Oh shit. Da steckt man einfach wieder rein! Ha! That's what she said! Tja, da brauchen wir einen Platzhalter. Da brauchen wir einen Platzhalter. Die Frage ist nur wo. Weil, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol ist ein Schloss eingraviert. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, weil jetzt gingen uns langsam die Optionen aus, wenn mich nicht alles täuscht. So, OB. Das ist die scheiß Treppen. Offensichtlich die blauen Türen, da waren wir schon drin. Und in den Rest kommen wir einfach nicht rein. Ah, da geht Treppen oben. Weißt du, was mich auch noch erinnert? An so Pflanzen. Da hat man so einen komischen Dünger nehmen müssen, in die Wasserpumpen rein tun müssen oder so, und dann ist diese Schlingpflanze da. Ja, mal schauen, ob es die gibt. Schauen wir mal. Wir müssen zurück Richtung Speisesaal und da kann man hinten rundum laufen, dann geht's Treppen oben, glaube ich. Wir merken uns da herum einmal die 2 grünen Kräuter. Die sind auch sehr wichtig, weil wir mir später muss die Schlüssel auch überprüfen. Das tun wir noch schnell, Herr Mac. Das tun wir noch schnell. Guter Tipp. Hausschlüssel, keine besonderen Merkmale. Ein Schwert ist darin eingraviert. Ah, halt doch den Maul. Okay, halt doch den Maul! Mr. Mac, vergeht's gut. Hat man das früher auch tun müssen? Okay, Kinder, wir haben den Schwertschlüssel. Echo, sperr die Türen auf. So, jetzt können wir natürlich keinen Stecker mehr drüber erinnern, wo dieser verdammte Schwertschlüssel zum Einsatz gekommen ist. Jetzt warte mal. Da blinkt was. Was blinkt da? Warum blinkt da was? Was war da? Das ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Jetzt bleibt es einmal ganz cremig. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Kenne ich mich schon wieder überhaupt keinen Stecker nicht aus. Kein Stecker nicht! Doch, jetzt schon wieder. Moment. Was heißt denn das, wenn der Raum blinkt? Was heißt das, wenn der Raum blinkt? Probieren wir einfach mal, ob wir... Oder... Sie haben den dann heißt es wahrscheinlich, dass eine Tür mit dem Schlüssel geöffnet werden kann. Ich gehe da jetzt einfach mal rein und schau, was passiert. Ja, aber der hat doch vorher auch nicht blinkt. Der Raum, wo ich drin war. Hat der vorher auch blinkt? Das ist eine Lüge. Ich sag das, was ist eine Lüge? Jetzt glaube ich, haben wir da, wo dieser Safe Room ist, hä? Sie haben den Dietrich verwendet. Easy, Alter, easy, wir haben alles. Schon wieder Granny. Ein paar Kräuter. Haben wir draußen am Balkon, wenn man nicht alles täuscht, kriegt man doch da irgendwo Bazooka, oder? Kriegt man doch nicht Bazooka? Da liegt doch jetzt ein Toter mit irgendwelchen Gras. Sag mal, wo sind wir mit denen? Bist du deppert, wo sind wir mit? Ah, das ist... Ah, ja. Check schon. Das ist jetzt vom Haupteingang. Sie haben die Tür aufgeschlossen, da müssen wir nicht rein. Das ist jetzt quasi die Haupthalle. Hab schon verstanden. Nice. Die Tür neben der fetten Tür. So, jetzt, da kommen jetzt garantiert Zombies. Ich glaube, wir haben jetzt da, wo ich die ganze Zeit gemeint habe, dass wir sind. Da ist jetzt dann unten, da geht es dann zur Treppe runter. Ja, genau, da geht's um sich. Der Raum ist noch genau wie früher.
Beim Chris sind da, glaube ich, 2 Zombies. Checker, wo bist du? Ah! Gebut, Alter! Nicht! Du Spacken! Oh Gott, Alter. Ich bin ein Rabenstänger. Verdammte Wurstfingerkrankheit, ich meinte ein Klassiker. Scheiß Wurstfingerkrankheit, Alter. Merci dir! So, das müssen wir nachladen. Da müssen wir nämlich noch öfter vorbei. Ja, die Zombies, die rammen davon. Die rammen weg. Die rammen mich weg. Der ist noch nicht hier, ich sehe lieber da. Ja, Programm. Jetzt hat's ihn. Jetzt meine ich, hat's ihn der Bresel. Hat's ihn der Bresel, dann Seppi? Pepe, bist du hier? Nicht? Okay. Kann man die eigentlich looten? Nein. Das hätte man mal einführen können, Leute. Das hätte man mal einführen können, gell? So, jetzt passen wir auf. Man hat da ums Eck laufen können, das weiß ich noch. Was gibt's da? Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Haben wir noch nicht. Haben wir keine Helmschlüssel. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Nice. Und dann gehen wir gleich einmal oben. Dann gehen wir gleich einmal oben und schauen, wie da unten umeinander schaut. Da schaut er mit Sicherheit etwas umeinander. Das sagt. Aha. Ja, man merkt schon, wir kommen da langsam rundherum und so. Ah, sehr schön. Sehr schön. Das ist ja übrigens eine wunderschöne Einleitung für Resident Evil 3, was in 2 Monaten kommt. Was ist jetzt da gleich wieder gewesen? Die Tür ist verschlossen. Helmsymbol, ja genau. Helmsymbol, da hilft uns nicht weiter. 12 Schuss. Magst du mal da rein? Ja. So. Hallo? Ist hier der Safe rum? Oh, da liegt schon wieder ein Zombie am Boden. Ihr sollt jetzt mal weggehen. Geht jetzt mal weg jetzt. So. Hallo? Ja, da den wollte ich sehen. Den wollte ich sehen. Was sage ich denn? Liegt da wenigstens ein Fortpantel umeinander? Hallo? Hier gibt es verschiedene Arten von Serien. Viele haben eine sonderbare Farbe. Ich darf jetzt mal die spritzen, ich sag das, was es ist. Liegt jetzt da wirklich kein ein zerwühltes... Liegt jetzt da wirklich kein Fortpantel drin? You serious? Das Regal ist voller Pillen und Elixiere, die sich noch nie gesehen haben. Bla 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 bla. So, eine alte Schreibmaschine. Wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich meinen Fortschritt speichern. Fuck my life. Hier ist kein Farbband. Ja, dann werden wir uns finden müssen. Und beten, dass wir nicht sterben. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Ich glaube, dass wir die Schrotflintenmund einmal weg da können. Tust du mal mit Schrotflintenmund weg. Ach, da ist er. Da ist ein Serin. Ja, schau. In der auch da einer. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, den brauchen wir auch. Tust du mal das Fortbandel her. Jawohl, du bist da im Magazin, nehmen wir auch mit. So, das ist Inventarmanagement vom Feinsten. Sowas sagst du heute eigentlich nur noch ganz selten. Speichern. Nice! Ja, gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ich sag das nicht, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir. Hab ich ich glaube, wenn man selber auf die Schulter habe ich eine gute Idee gehabt, dass ich mir die Speicher kaufe. Gefällt mir. Was sagt ihr dazu? Ja, na, geht so, passt schon. Blub. Oh, nein, stopp. Vorbandel wieder in Kisten rein, ich brauch bloß einen Platz. Diggi, das braucht bloß einen Platz. War eigentlich die Kisten damals übergreifend? Also wenn wir jetzt einen zweiten Safe Room finden, wobei ich schon gar nicht mehr weiß, ob es überhaupt noch einen gibt, einen zweiten. Der Blatt schreibt, geht so. Mac schreibt, geiler Scheiß. Anonymous gut. Der Plenty schreibt, Knorke. Dufte wollte ich eigentlich lesen. Lara schreibt, sau geil, gut Spui, ich find's gut, passt schon. Dufte, finde ich Weizen. Das heißt, Weißbier, du Zipfe. Ist halt für mich zumindest zum Zuschauen nicht so das Spannendste. Ja, gut. Man kann nicht alles haben. Ne? Weißt du, was ich da schwer dazu beitrage? Wir haben uns gerade das 5-mal hintereinander The Beast Inside gegeben. Und das ist halt was anderes. Ne? Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Ja, toll. Das ist eine Frage der Zeit, bis er aufsteht. Sollen wir zur Sicherheit einmal einstehen? Mal stehe ich mal rein. Bei mir weiter im Leben. Oh, die Steuerung wieder. Dort Steuerung! So, das ist mit Pistolen her. Schauen wir. Müssen wir ein wenig rätseln. Oh, was ist da?
Da hängt der Haaren raus, den müssen wir anschauen. Hier gibt es nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. So schaut es aus, um ehrlich zu sein. So. Oh, Dietrich verwendet. Wo haben wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt im Untergeschoss, oder? Wir haben jetzt im Keller. Wir haben schon eine Stufe runtergegangen. Gottes Willen. Da blinkt was, genau gesehen. Ein Batteriepack! Ah, das ist die kaputte Schraube. Ein defektes Gewehr. Ja, nehmen wir mit. Ich weiß sehr genau, für was das ist. Haben wir da? Es ist noch Kerosin da. Es ist noch Kerosin da! Es ist noch Kerosin da! Ja, Gott sei Dank. Ah, Ink Ribbon. Nice. Das heißt, wir haben jetzt 5 Mal Speichern frei, oder? Das ist richtig. Nur alte Möbel. Das ist aber ein netter Raum, muss ich sagen. Da gibt's nur gute Sachen. Okay. Das ist wahrscheinlich auch so ein... Wir waren das dann eigentlich beim Chris, also mit dem anderen Hauptcharakter. Oder? Jan! Ja, Jan mag das Spiel. Das freut mich. Ein Rüstungssymbol ist drin. Okay, so, wo haben wir jetzt da genau? Merci dir übrigens. Was haben wir da jetzt gefunden? Ein Elektroschocker. Wieso kann man einen Elektroschocker bloß einmal hernehmen? Verstehe ich nicht. So, wo sind wir jetzt da? Okay. Wieso ist der Raum rot? Schreibmaschine Inventarbox. Ah, okay. Revenge! Kennst du es? Wo ich kann es nicht lesen, es tut mir so leid, aber merci für deine 350. Es ist noch Radler da. Warum ist jetzt zum Beispiel der Raum mit der Schreibmaschine da über mir und mit der Inventarbox, warum ist jetzt der Raum rot? Grün heißt vollständig, rot heißt verbleibend. Dann muss da noch irgendwas drin sein. Da muss irgendwas drin sein. In dem Raum. Wenn der Raum rot ist, kannst du da noch was machen oder findest noch was. Zeigt mir da irgendwas, was früher hast du das recht schön gesehen, weil das zeigt, was du looten hast können. Ich meine, die 2 Regale haben natürlich sehr auffällig. Oh, Alter, der schreckt mich nicht so. Fix Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen. Was für Greizt sie fix? Greizt sie fix irgendwas? Ich kann so nicht lesen. Ich dazu gerne lesen, oder merci dir. Die lange Zeit wieder für Heil. Langt für Heil, Alter. Merci. So, Farbband. Fügen wir zusammen. Die alte Schrupflinken, die tun wir auch mehr. Dann haben wir 3 Inventarplätze Platz, den nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung, was wir darin durchkennen. Ich sehe sonst nichts. Pillen. Viele haben die Farbe gewechselt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Kinder. Keine Ahnung. So, schauen wir mal. Wir gehen jetzt da Treppen auf. Und dann ist da ein grauer Raum, wo wir auch noch nirgends waren, glaube ich. Schauen wir einmal noch. Da schauen wir einmal noch. Dass Zombies auch liegen bleiben, finde ich auch lustig. Ich meine, ich war früher nicht so. Hä? Zeigt sie meine Maus? Das da, was ist denn das da? Was ist das? Da waren wir doch überall schon. Überall waren wir da schon. Ach, da werden wir nicht reinkommen, weil wir da rundum müssen. Vermutlich. Ja gut, ja, dann können wir in den anderen Korridor umgehen. Ich glaube, da, die rote Tür da ist mit dem Schwertschlüssel aufgegangen und diese auch. Das heißt, wir müssen mit dem Flügel wechseln. Flügel! Hau mal, oh, Maus weg. Weg mit der Maus, Verzeihung. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. Was ist denn los mit dir? Mr. Mit das habe ich nicht können sagen. Mr. Revenge, merci für deine Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe gedrückt, Mr. Revenge. Der Zombie-Sepp hat mich erschreckt. Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass die Zeiten wechseln können. Das war knapp, bitte. Nehmen Sie es! Mit diesem Blödsinn bin ich groß geworden. Ich glaube, das ist richtig gelesen. Mit diesem Blödsinn bin ich groß geworden. Nicht nur du.
Ich auch. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir das heute spielen. Die Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Okay. Sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Und gehen wir jetzt erst da ein. Und wir gehen mal überall gehen wir ein. Wir gehen mal überall ein. Haben wir die brutalen haben wir. So. Und das hast du in dem Spiel, so, weil du nie weißt, wo ich... Ah, wenn die Musik schon wieder so tut. Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Die Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Okay. Ah, an die Tiere erinnert mich auch noch an diese komische Eisentier und die Kräne. Die Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol in das Schloss eingraviert. Hashtag never forget. Was ist das? Holzpassepartout mitnehmen. What the fuck ist ein Holzpassepartout? Passt! Ab in den Chat, Holzpassepartout. Wer es schreiben kann, kriegt ein Bussi. Kann man doch wahrscheinlich wieder aufmachen. Sagst du, wie es ist? Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Ich weiß nicht, was wir damit sagen. Ich weiß nicht. Kinder, I don't know. Nimmt das nur ein Tier? Ich hab's genau gesehen. Ja. Wir sind immer noch auf Erkundung. Wir sind immer noch auf Erkundungssuche. So, was haben wir jetzt da? Ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist Jupiter. Whatever ist der... Ich weiß, was der Jupiter ist, aber was auch immer das, die Schallplatte mir sagen soll. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Tolles Tagebuch. Feuerzeug. Falle nehmen wir mit. Zehnt mal's an, Scheiß. Arschleer. Bücher über die Völker der Erde. Das sind aber viele Bücher über die Völker der Erde. Geht's nicht weiter. Na, geht's nicht weiter, gibt's uns nichts. Müssen wir auf Karten schauen, ob wir den Raum ausgeräumt haben oder nicht. Ich sag's euch, was es ist. Ja, genau, das ist das Eck. An das ich gemeint habe, dass ich mich erinnert. Hat sich meinen Schell weggerissen. Was? Stop it! Wo haben wir da jetzt? Ja, auf der rechten Seite hin. Ja, genau. Ja, da habe ich mich vertan. Da habe ich falsch in Erinnerung gehabt. Sag ich euch, was es ist. Genau das Eck habe ich gemeint mit der Dings, mit der Treppen, wo es links oben geht und wo es lang hinten geht. Und da darf ich jetzt eigentlich auch noch ein Zombie. Na. Da gehen wir jetzt dann Treppen runter, da ist nur ein Zombie unten und dann müsste da unten auch nochmal ein Safe Room sein. Wenn wir nicht... Ah, da schau hin. Ein leerer Kamin. Da ist doch ein Plan an der Wind. Ein Bild eines halb gebauten Hauses. Es sieht sehr wie dieses hier aus. Da nehmen wir jetzt mal... Nein, wir haben keinen Platz mehr. Ja, aber nimm mal eins mit. Weiß wurscht das. Oder weiß wurscht das. Die Tür ist verschlossen. Helmsymbol. Ah ja, gut. Ja, gut. Dann chill. Anzünden. Ah. Mr. May. Weil ich bin mir nicht mehr genau sicher, was ich da muss. Irgendwann jetzt, was es gesagt hast mit dem Feuer und mit dem Holzbredel verwenden und so. Das ist eine Karte von Villa erstes Obergeschoss. Mr. Mac. Nice one. Nice one. Sie haben die Karte von Villa erstes Obergeschoss. Und hoffentlich wieder am Platz. Was sonst noch was herin? Der Raum ist immer noch rot.
Ah, das Kraut ist da herin, ja, ist eh klar. Was passiert denn gleich wieder, wenn man Rot und Grün miteinander mischt? Das nimmt jetzt einfach mal mit und mischt die zwei. Ich weiß nicht mehr, was damit passiert. Ich sag's euch, was ist. Simsei! Ich kann's leider nicht lesen, aber vergesst für den Euro. So. Ja, dann gehen wir zurück und die Treppen runter und dann schauen wir mal. Da kann es Möglichkeit zum Speichern geben. Und ja, aber so richtig weiterkommen haben wir auch noch nicht. Wir haben den blauen Kristall. Den blauen Diamanten, den muss man irgendwo einstecken, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr wo. Ey, Zombie-Bert! Ja, grüß dich, Gott! Ja, zielst du automatisch jetzt auf einmal. Wo ist der Speibt? Ey, er muss aber Mund gespart, der Hashtag ProGamer, aber sowas von. Aber auch geschwimmt hat er mehr. Ja, das kommt davon, wenn du zwei Dinge eingesoffen in Deppenshell. So, und da ist jetzt, glaube ich, ein Safe Room drin, wenn man nicht alles täuscht. Rot und Grün ergab starke Heilung. Sehr besser, aber? Habe ich auch nicht mehr gewusst, sag ich dir, was es ist. Aber ich habe gewusst, dass da ein Safe Room ist. Ha! Ja, sauberes Magazin, jawohl. Saubere Schnapsflaschen. Treibstoffkanister. Schaut das für die aus wie Treibstoffkanister. Was? Alte Kisten und Leitern stehen herum. Was ist mit dem, weiß ich auch nicht mehr, was zum da ist. Treibstoffkanister. Den sollten wir erst einmal überprüfen, glaube ich. Prüfen. Sie können Treibstoff mitführen und mit einem Feuerzeug mehrmals neu anzünden. I don't get it. Erinnere mich nicht mehr. Nein, an das Ding erinnere ich mich nicht mehr. Steck mir in Kisten. So, was ist? Steck mir in Kisten ein. Steck mir in Kisten ein. Dann holen wir die kleinen Kreiter noch draußen, steck mir in Kisten ein. Ja, mit dem Inventarmanagement. Alles mit Geduld und Spuck, Kinder. Geduld und Speiberling. Ein wenig Chili, Vanille und Speiberling to your face. Ich kann es immer noch nicht lesen, Herr Mike, aber merci für den Drilling. Mein zweiter Monitor ist so verzogen, ich kann die kleinen Texte drunter nicht. Habe ich Mumps oder so? Keine Ahnung. Ja, warte mal, es ist noch Kerosin da. Ja, jetzt warte mal, da muss man doch ja das quasi auffüllen können, oder nicht? Jetzt ein Moment einmal. Check auf, jetzt ein Moment einmal. Jetzt holen wir uns aus der Kiste. Kiste! Kiste. Treibstoffkanister. Ja, damit. Gehen wir mal an den Kerosinseppen da ohne. Kanister auffüllen? Ja. So. Was kann man da damit tun? Nein, nimm's mit, die Zombies müssen brennen. Muss man die Zombies anzünden, damit sie verschwinden? Es war beim Original auch nicht so. Das hat es im Original nicht gegeben. Jetzt merken wir auf da. Das war im Original nicht so. Das hat es im Original nicht gegeben. Das braucht mir keiner erzählen. The cake is a lie. Hat es im Original nicht gegeben. Mag ich nichts davon wissen. Und wenn's aufstehen, dann laufen's? Was? Stresst's mich nicht! War so schön gemütlich, das Spiel. Lagert mein. Nehmen wir mit. Füllen wir noch mehr auf. Es ist noch etwa die Hälfte des Kerosins da. Und das ist halt der nervige Teil. Du musst die ganze Zeit hin und her und gib mir das Vorpantel, dann speichere ich, dann muss ich es wieder einlegen, weil ich sonst keinen Platz nicht habe. Das ist halt das, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ja? Es gibt viele Leute, die das lieben. Irgendwie gehört es auch dazu zu dem alten Resident Evil, das ist auch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, in neue Spiele muss ich das nicht unbedingt haben, weil das ist einfach bloß
Es ist einfach nur nervig. Das weiß ich nicht, wo da jemand einen Spaß drauf findet. Verstehe ich nicht. So, dann kombinieren wir das Zeug da rein. So, wo müssten wir hin? Ja, auf der rechten Seite, da waren wir noch gar nirgends. Da waren wir wieder gar nirgends. Weiter geht's. Popbantel. Hab ich weggelegt. Und nein, gab's nicht im Original. Ich total mich daran erinnern, wenn die Zombies auf einmal gelaufen werden. Der Türgriff sieht aus, der würde ja gleich auseinanderfallen, trotzdem durchgehen. Ja, freilich, steppt man mir eine. Steppt man mir eine, easy peasy lemon squeezy, bitch! Weiß ich nicht, was man die Information jetzt sagen hat wollen. Also es ist zugesperrt, jetzt schauen wir einfach mal, wo wir reinkommen. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Ah! Ah! Stop it! Die zähnt mir gleich oben, wenn du da drin das Laufen anfängst, dann bin ich verratzt. Das sag ich dir, wie es ist. Gleich anzählen, da haben wir gar nicht lange an. Was haben wir da? Die Tür ist verschlossen, Rüstungssymbol. Alter, wir haben nicht mehr ansatzweise irgendeinen scheiß Schlüssel gefunden. Geh überhaupt nicht aus. Zünden an! Zünden an, was du bist! Hans, gib der Flammenwerfer! Ja, sauber nachladen. Schön. Da haben wir nichts. Was? Ah! Alter! Du bist doch behindert! Ja, Kim! Verstehe. Bist du jetzt hier, sehe ich das richtig? Mistviech, angeschissen. Dann wirst du die Hundhanner vielleicht Arschfotzen. Ja, Grütze, Nallfeier, Alter. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Aha, das ist wahrscheinlich der Typ, der draußen aus dem Ding overkommt. Die Tür ist verschlossen. Gut, dass wir da waren. Engel, hast du was für mich? Also die Hundherren vielleicht, scheiß Arschlöcher, Grützäden, Fixen, Male, Pixen. Das ist ein Flammenwerfer, ich werf's Flammen. Korrekt. Das schmolle Ding erinnert mich so massiv an was, wenn man da Vierer geht. Es ist doch, du kommst nach dem Herrenhaus doch in das andere Gebäude, einmal durch draußen, dann in das andere Gebäude und von dem anderen Gebäude wieder zurück. Und wenn du dann da Vierer gehst, kommt da so eine First-Person-Vision von einem Hunter. Und der, glaube ich, kommt dann da, wenn ich mich richtig erinnere. Alec, das waren unangenehme Zeitgenossen. Sehr unangenehme Zeitgenossen. Ja gut, da gehen wir immer noch nicht weiter. So, ja, was ist? Dann gehen wir da weiter. Von Tür zu Tür? Ja, und manche Sachen erinnern wir sich einfach. Ja, und ich weiß auch genau, was das für ein Raum ist. Fuck, jetzt müssen wir eigentlich noch mal zurück. Oder hoffen wir darauf, dass uns der Barry rettet. Gibt es zwei Optionen. Ich gehe nicht mehr zurück. Back to the safe room, Kinder. Back to the safe room. Beschwert euch nicht. This is Resident Evil in a nutshell. Müssen wir nochmal zurück. Saß genauso da wie du und hab mich an alles erinnert. Ich habe sogar, um ganz ehrlich zu sein, wann habe ich das letzte Mal Resident Evil gespielt? Nein, das ist falsch. Hä, wollen wir wieder kommen? Hä, wie haben wir miteinander herkommen? Ist total behindert. Hä? Ach, da ist noch ein Tier. Wann wäre das letzte Mal Resident Evil? Ich hab's irgendwann,
Also auf alle Fälle halt, als Einser haben wir gesuchtelt, ziemlich übel sogar. Das war 96, 97. Da hat es ziemlich lange keine andere Spiele gegeben, dann ist 98 Resident Evil 2 gekommen, das habe ich original gehabt, noch bevor es verboten worden ist, oder indiziert worden ist. So, was ich jetzt da mal mitnehme, ist das defekte Gewehr. Ja, mal ganz wichtig. Das ist wichtig. Warum? Sagen wir gleich. Und ich glaube, dass ich dann in den frühen 2000ern habe ich es mir irgendwann einmal nochmal für den PC gekauft. Also das darf halt 18 Jahre her sein. Das darf halt tatsächlich 18 Jahre her sein, wo ich das letzte Mal Resident Evil 1 gespielt habe. Und das ist echt lang. Und dazwischen liegen sehr viele Geräusche. Sehr viele Geräusche. Grenzt an ein Wunder, dass ich da überhaupt noch... Ich weiß, was das für ein Raum ist. Allein durch die Kamerastellung in diesem Raum weiß ich, was das für ein Raum ist. Wo die Kamerastellung, obwohl die jetzt anders ist. Aber gut. Das war eins meiner ersten Spiele für die PS1. Das war mein erstes Spiel für PlayStation 1. Und Croc. Croc und Resident Evil. So. Und ohne, dass ich das jetzt irgendwie gesehen oder sonst was habe. Ja, HP Gamer 2, merci dir, was schreibst du? Bist der Beste, hau rein. Zu viel des Lobs, hauen sie selber rein. Brrr, merci dir. Da haben wir erstmal wieder einen Sicherheitsdolch, der ist gar nicht so schlecht. Was haben wir da? So, wenn ich jetzt da entlang gehe, wenn ich jetzt da weitergehe, da weitergehe, aus einer Sicht, dann kann ich da was an die Wand hängen. Als Austausch. Ja, genau so ist es. Ja, ich habe mir getrunken! Fuck you, Resident Evil! Was haben wir... tauschst du halt einfach aus, oder was? Oh Gott! Warum war Resident Evil 2 verboten? Weil es damals schlichtweg eins der heftigsten Spiele war, das bis dahin jemals gegeben hat. So gut hat noch nie ein Spiel ausgeschaut, was gleichzeitig so brutal war, mit von wegen Pumpkin, Zombies, Cello-Ballern etc. etc. Schimpft nicht immer so Bier, gell? Ja, was ist denn da? Ja, aber gut, ich weiß auch, auf was ich mich eingelassen habe. Ja? Das ist übrigens der Grund, warum ich so lange damit gezögert habe, das im Stream zu zeigen, weil genau das halt passiert. Du rennst 100-mal dieselbe Stelle hin und her, weil du da wieder keinen Platz im Inventar hast und dann hast du wieder das vergessen und ich garantiere dir jetzt, dass wenn ich den blauen Diamanten zum Beispiel, wenn ich den jetzt in die Kisten einstecke, dann garantiere ich, da gehen wir 3 Tieren weiter und dann braucht man. Fucking Bullshit. Ja, tu mir das Feuerzeug weg, das brauchen wir jetzt da nicht. Und den brauchen wir auch nicht, dann haben wir eigentlich 2 mit Platz, das muss klar sein. Hat Pumpkin 2 Platz braucht? Ich glaube nicht. Benny schreibt, hast du eigentlich alle Resident Evils gespielt? Also das 1er habe ich sehr hart gesuchtet. Das 2er habe ich noch mehr gesuchtelt. Das 3er, muss ich ganz ehrlich sagen, sagst du, das ist ein guter Witz. Sag das ist ein guter Witz. Sag es ist. Ich muss mir Pip schnell auffüllen, weil sonst geht überhaupt nichts, Alter. Was ist? Ich kann da nicht mehr durch Tier gehen, weil der scheiß Tiergriff kaputt ist. Jetzt kann ich doch nicht mehr durchgehen, weil der Tiergriff kaputt ist! Weil wir 5 hin und her laufen müssen, weil die scheiß Inventarscheiße ins Klo ist! Was? Der Griffvogel! Jetzt muss ich mir Pip auffüllen.
geht jetzt da heute mal? Hallo? Kenn die mal? Eine mit dir? Blubbel, blubbel. Du machst blubbel, blubbel. Ah, ein bisschen ohne Schlecker für den guten Nikotinkick. So, Bratzen an der Hosen. Oh. So, wer ist denn eigentlich noch da? Ich merke schon, heute ein bisschen weniger Leute über die Beast Inside und so weiter. Das ist halt einfach ein ruhiger Spur, aber so gut. Tja! Keinen Türknauf, keine Pumpgun! Bitch! Sie fix, Alter. Was soll ich jetzt da sagen, Alter? Grütze fix, dann steck deine Finger rein! Rutschal, du Brunstdums. So, schauen wir mal, wie kommt man da sonst noch rein? Kommt man da sonst irgendwo rein? Ja, ich meine, da gehen 100.000 Tiere rundum. Ja, ich sehe schon, wo wir da reinkommen. Ich meine, ich sehe schon, wo wir da reinkommen. Da bin ich da überhaupt reinkommen. Lass mich mal überlegen. Ja, da kommen wir. Ja, ich weiß schon, wie wir reinkommen. Ich weiß ja, wie wir reinkommen. Da geht's ja außen rundum nochmal. Gut, jetzt Moment. Nochmal schnell schauen. Gut, da kommen wir auf alle Fälle nicht weiter. Wir müssen irgendwie zurück in den Speisesaal. Beziehungsweise eigentlich, ob wir da Maus weg. Maus was weg! Hashtag Maus was weg! Waren wir da eigentlich schon überall? Na, laufen wir jetzt, pass mal. Laufen wir mal dahinter, waren wir da schon? Ha! So, das wollte ich vorher schon fragen. Wir waren das ja, ich habe jetzt das ja mit dem Dietrich offensichtlich Digga, waren wir da schon? Waren wir doch schon. Oder? Ne, waren wir da schon. Falle waren wir da schon. Ja, da gehen wir jetzt da ums Eck um. Vielleicht kommen wir da am Schwertschlüssel was regeln. Pass auf. Die Tür ist verschlossen. Nein, das war das Das kann ich mir halt nicht mehr merken, wo da die scheiß Schlüssel einkehren und wo nicht. Das ist das Rüstungssymbol. Also da können wir. Oh, leck, Alter, leck! Alter, halt doch dein Maul! Will das Pony, jetzt hast du mich sauber am Sack gekriegt, Alter. Was? Ist schon so ein Schmarrn. Ja, mei, hilft halt nicht. Das ist eine Absicht von dem Spiel, wenn du mich fragst. Dreh halt dir, ey. Ja, this is not how it works. So, Haupthalle, sehr schön. Dann oben. So. Und wenn sie es jetzt nicht verkacken. Oder ich verkack. Dann werden wir jetzt gleich reden. Sag ich dann. Schwertschlüssel verwendet! Und jetzt können wir quasi außen rundum gehen und dann geschissen auf die Tier. Wir holen uns jetzt ein Pumpgun. Pumpgun, Baby! So. The cake is a lie! Mac, du weißt, auf was ich eigentlich anspielen wollte. But this shit didn't happen! Da kann man noch irgendwas machen da drin. Ah, Moment dabei. Kann man noch irgendwas machen? Ah, okay. Was genau hilft mir das, dass ich das Ding verschieben kann? Was hilft mir das? So, ihr habt das Fenster knistern gesehen. Das ist ein wichtiger Moment. Ich glaube, wenn man da früher, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es im Remake nicht mehr so, diese Szene da, wenn du da vorbeilaufst und dieses Fenster da rechts und du laufst da ums Eck um, ist einer der berühmtesten und besten und ersten Jumpscares, die es überhaupt gibt. Da springt der Hund vom Fenster rein. Und da bin ich das erste Mal, also als Kind halt auch natürlich, der Erschrocken, dass du einen Schlaganfall kriegst. Sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Und danke für einen Hinweis, da liegt ein Magazin drunter. War das immer genau so? Und das kann ich mich nicht mehr erinnern. Also, das ist, weiß ich nicht mehr. Ist da nicht nur so ein Schäuberl da?
Ja, ich hab eine Ahnung. Ich hab so eine Ahnung. Ja, ja. Aber jetzt zwei sind die Dolche, ja, die Dolche, die haben. Steffi schreibt da, das werde ich nie vergessen. Das ist einer der ersten, der markantesten und bekanntesten Jumpscares, die es jemals gab. Genau an der Stelle. Am liebsten da mal ja die Originale anschauen. Das originale Intro-Video, also den originalen Jumpscare da. Was haben wir jetzt da? Oh, sie haben den Dietrich verwendet. No, gehen wir in die ID, wo wir finden. Alter. So, da wollte ich vorher jetzt schon fragen. Da hier ein Hund, da gehe ich gleich wieder hau ab. Moin, ich wissen noch. Ich weggepreist der Pumpkin. Und jetzt sehe ich dem Hund schon, wo er wohnt. Ja, genau. Mac schreibt es eh schon. Wo beim Chris der Unterschied war. Jetzt haben wir übrigens, glaube ich, wieder an der Tür, wo wir die Pumpkin dann einstecken können. Na, da nicht. Okay. Die ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Ja, natürlich. Um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Ich glaube, es ist aber ein Schlüssel drin, wenn man das täuscht. Bist du deppert? Oh, der speibt da schon wieder. Okay. Okay. Ah, also Dolch drin. Irgendwann ist ein Schlüssel drin. Sonst irgendwas Tolles. Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Super. Super! Die ist schon lange nicht mehr benutzt worden. Ist es wirklich so ein Raum da, wo es einfach nichts gibt? Gibt's nichts in dem Raum. Außer diesen Dolch, der vergänglich ist. Interessant. Haben wir da so? So, jetzt sind wir aber da. Quasi jetzt haben wir irgendwie so rundum gelaufen. Jetzt gibt's ja Pumpkin Bitch! Und dann erkläre ich Ihnen was ein bisschen zu diesem Raum und warum ich mich an den noch so super toll erinnere. An genau den, wo ich da bin. So, wo bin ich jetzt? Hashtag Capcom-Wichser. Schauft Karten. Stimmt, du hast eigentlich recht. Karten schauen, ob der Raum ready ist. Schaut so aus, ja. Das ist rechts um. Ah, nein, da. Rechts um. Moment, ihr seht ja meine Maus. Da. Das müsste der Raum gewesen sein. Da ist das Klo quasi. Also der ist grün, falls ihr nichts. So, jetzt Obacht passen. Und deswegen erinnert ihr mich da noch dran. Zack. Gewehr mitnehmen. Ja, so, jetzt gingen die Hagel in den Tee. Wenn ich jetzt ausgehe und in diesen Raum, wo die Kamera so von oben her gezeigt hat, dann werde ich da drin gefangen und dann werde ich langsam zerquetscht. Und dann hast du die Chance, dass der Barry kommt und Gewehr ablegen? Nein, Mann, nix Gewehr ablegen. Deswegen haben wir die kaputte Schrotflinten dabei, die hängen wir mit rein, dann feiert uns nichts. Wie das damals funktioniert hat, wann der Barry kommt und wann nicht, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich bin da drin, glaube ich, und ich hab bei mir selber. Ah, deswegen. Daher. Der kommt bei Jill immer. Ist da schon hin. Interessant. Hab ich nicht gewusst, schon, ja? Das ist mir damals nie aufgefallen. Dass ich mit ihr, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, dass ich mit ihr noch nie zerquetscht worden bin. Aber hab nicht so weit gedacht, dass das ein Unterschied zwischen Chris und Jill sein kann. Danke für den Hinweis, Herr Sanchez. Ja, aber so wirklich was gefunden haben wir immer noch nicht. Wo zur verfickten Hölle müssen wir mich hin? So, es gibt noch den Raum aus der Haupthalle. Aus der Haupthalle. Jetzt sagen wir erst einmal dem Hund, wo er wohnt. So, Hund. Dann gehen wir jetzt mal aussehen ums Eck. Da muss halt der Hund sein. Vielleicht gibt es da irgendwas, keine Ahnung.
Der arme Chris muss alles alleine machen. Kein Dietrich, keine Waffe, nur Messer. Stimmt, der hat ja auch keine Pistolen am Anfang, gell? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Und er rennt nur mit dem Messer umeinander. Also mit Chris ist schon nochmal um ein ganz Hauseck schwerer. Brauchen wir nicht diskutieren. Da brauchen wir uns nicht unterhalten. Such einfach mal alle roten Räume ab. Bin ja eh dabei. Tu mich gerade ein bisschen schwer mit orientieren, weil ich weiß noch viel mehr. Das pass mir auf. Wo ist der Hund? Oh Gott, dann ist 2. Ach, die gingen da außerhalb vom... Was? Nein, du Drecksviech! Bist du hier oder nicht? Mistviech, du Erschissens! Fix! Rotes Kraut! Na, warte mal noch. Ah, da ist auch noch ein Benzinkanister. Ist da sonst nix? Ich weiß, für was das ist. Brauchen wir. Ja, da go halt den. Bringt der Sau und um. Na, oder? Ich weiß, für was die Chemikalie ist. Mag aber jetzt nicht spoilern. Ich habe mir das Gefühl, das werden wir an irgendeinem Mittwoch bis irgendwas, da werden wir schon noch weiterspringen, Kinder. Ob euch das gefällt oder nicht. Alter und Geschitz. Ja, dann da die Song. Probieren wir es mal, indem dass wir zurück ausgehen, wieder in die Haupthalle. Also quasi den Bogen wieder rundherum. So wirklich was gefunden, da haben wir jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Außer Pumpgun. Pumpgun ist schon mal sehr nützlich. Vor allem für später. Sehr, sehr nützlich. Das war nicht lässig. Ich tue nicht ab, ich war nicht lässig. Kann ich versichern. Scheiße, ich bin nützlich gelaufen. Ich lauf total in die falsche Richtung, weil ich ja voll depp bin. Nam 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 nam. Wahrscheinlich wird jetzt mein Video claimen. Garantiert sogar. Kurz was? Es ist Bierfei, bitte. Ah, leg heute den Maul. Oh, leg ja, genau, du Fotze! Du Mistviech, du Erschissens! Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ja, genau. Oh Gott, die Steuerung. Ja, tu was! Ja, aber keine Ahnung, Alter, der bringt mich fast um! Ach, Kümmel. Okay, mir geht noch. Kommt da eigentlich der Sound an? Ich höre ihn nämlich selber nicht. Ich hoffe. Keine Ahnung, perfekter Zeit. Also, was schon krass ist, das habe ich nicht so in Erinnerung, dass der Typ, dass mir der Hund zweimal, der eine hat mich angespielt und der Hund hat mich zweimal bissen. Ja, in Arm. Alter, in Arm. Ich meine, wenn er auf mich aufspringt und beißt mir ins Gesicht und so, ja, okay. Aber wenn er mir in den Arm beißt, zweimal, das stirb ich doch nicht. Das war doch früher nicht so. Ich weiß es auch nicht. Ja. Verlassen.
Vielleicht sehe ich jetzt auf meinem zweiten Monitor auch mal was. Ja. Tue ich tatsächlich. Ich sag's euch, wie es ist. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Ja. Aber man stirbt wirklich verdammt schnell. Also ich glaube, dass der Zombie hat uns zweimal bissen. Dann waren wir hin. Oder einmal, glaube ich. Oder überhaupt einmal. Vorher ist doch der Hund, da war ich komplett grün, hab nicht einen Kratzer gehabt. Dann springt mir der Hund an und ich bin sofort tot. Die hält nichts aus. Das ist echt, keine Ahnung. Meine Gesundheit war auf Warnung. Man hat also quasi bloß drei Hits, oder? Hab ich mir eigentlich immer einbeit. Ja, okay. Dann hätte ich vielleicht das kleine Kreiterding fressen sollen. Hätte ich wahrscheinlich tun sollen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, das hat mich ultra brutal gefreut. Wer neu ist, lasst ein Abo da. Die Twitch-Zuschauer, wenn da jemand neu ist und sich jetzt ein Ding so, was redet der von Abo, Alter? Wenn du da oben schaust, ich streame auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig. Ich bin eigentlich YouTube-Sepp. CBLS, vergesst für den Euro, Alter. Vergesst für alle anderen Euros auch an dieser Stelle. Vielen Dank für die ganzen neuen Mitglieder. Das waren heute mal wieder einige. Leck mir was, ich weiß nicht, was da schon wieder los war. Ich glaube, dass wir die ältere Generation unter uns, die was mit Zocken am Hut haben, die können mit diesem Spiel durchaus was anfangen. Die jüngere Generation wahrscheinlich nicht mehr, ist aber auch nicht schlimm. Das war mir schon bewusst, deswegen habe ich mit dem Spiel so lange gewartet. Ich glaube, dass wir das schon nochmal auspacken. Ja? Wir müssen jetzt passt so was. Schauen wir mal in den Kalender. Jetzt schauen wir mal in den Kalender. Heute ist der 5. Februar. Wir haben noch, jetzt pass auf, jetzt zählen wir mal zusammen. Montag und Mittwoch, ich streame jeden Montag und Mittwoch um 8 Uhr, falls es jemand interessiert oder noch nicht weiß. Wir haben, jetzt pass auf, bis Half-Life Alyx kommt. Ich tippe mal auf Mitte März irgendwann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis 12 Streams. Leute, wir müssen uns irgendwas suchen zum Spielen. Ich muss ein bisschen die Zeit überbrücken und ich weiß gerade nicht so wirklich, das Picobello-Spiel bis Half-Life Alyx kommt. Das werden wir dann spielen und dann kommt 2 Wochen drauf schon Resident Evil 3 und das wird garantiert gut. Also das wird ein Freifahrtschein. Das hat übrigens einen lustigen Multiplayer, den werden wir mit Sicherheit auch mal spielen, Community-Zock. Und dann hätte ich mich eigentlich auf wie heißt's? Ich bin jetzt total blöd. Dann hätte ich mich eigentlich auf Cyberpunk gefreut, aber das ist ja verschoben worden um ein fucking halbes Jahr. Oder um 5 Monate. Ja, dieses Kack-Nemesis, ja, das ist eins der wenigen Resident Evil, die ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Ich hab das einmal gesehen bei einem Kumpel, ich hab das aber nicht so gesucht wie Resident Evil 2. Da hat er vorher mal jemand danach gefragt, ob ich eigentlich alle Resident Evils gespielt habe. Nein, habe ich nicht. Aber fast. Bei mir war es irgendwie gar mit Resident Evil 4. Und für viele war Resident Evil 4 eines der besten Resident Evil ever. Für mich genau das Gegenteil. Weil ich halt aus dieser Generation. A Link to the Past. Mein Problem ist, dass Nintendo da keinen Spaß versteht und ich diese Nintendo, Super Nintendo und N64 Spiele nur über Emulatoren spielen könnte. Und ich hab die originalen Module nicht mehr. Das heißt, ich hab keinen Bock, dass ich mir da einen Stress einsammelt von Nintendo oder von sonst irgendjemandem, weil ich im Prinzip crackte Spiele spiele. Soweit ich das weiß, wenn ich das Originalmodul daheim habe, dann ist das kein Problem. Glaube ich, keine Ahnung. Aber ist ja wurscht. Ja. Also Resident Evil 4 habe ich kurz gespielt, dann weg damit. Resident Evil 5 habe ich mit meiner damaligen Freundin einmal probiert. Das habe ich tatsächlich auch durchgespielt. Oddworld Apes Odyssey. Das ist auch alt, oder? Das ist auch alt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so unterhaltsam ist. Ich weiß, für mich schon. Für euch eher so mittelmäßig. Da behalten wir uns auf dem Resident Evil Level wahrscheinlich jetzt vom 1. Ein 6er habe ich bloß, ich sage mal, ein Drittel gespielt mit einem Kumpel. Das war fürchterlich. Also 6er heute für einen Totalausfall von das schlechteste Resident Evil seit Ewigkeiten. Dann habe ich Revelations und Revelations 2 gespielt. Heute die beide auch für einen Totalausfall. Das war eine ganz schlimme Zeit. Zero und Code Veronica habe ich das waren die Teile für, es gibt halt so viele Teile, dass ich mich schon bald nicht mehr auskenne, was ist. Zero und Code Veronica waren nicht das beide Teile für den Gamecube? Falls ja, die habe ich gespielt. Und da, 2002, hat es glaube ich nämlich auch schon mal ein Resident Evil Remake gegeben. Oder ein Resident Evil 1 Director's Cut. Und das war glaube ich das letzte Mal,
wo ich Resident Evil gespielt habe. Ist 18 Jahre her dann. Das ist alles so massiv lang her, dass ich das nicht mehr in Jahren zuordnen kann. Was dampfst du? Hast du ein Postfach? Ich habe kein Postfach. Herzlichen Dank erst einmal an den Nextfog, weil ich gar nicht wissen möchte, was wir die Leute schicken. Und um ehrlich zu sein, haben da mit Sicherheit ein paar Trolls dabei und ich mag nicht, dass wir die was schicken. Was ich dampf, das ist eine Geschmacksrichtung namens Heisenberg. Wie viele Monitore habe ich? 3. Aber der dritte ist fast nie an. Der dritte ist da nach hinten geklappt, da steht meine Musikbox und da steht eine Musikbox, dann ist da mein Hauptmonitor zum Zocken, das ist ein WQHD, das ist ein LG mit IPS-Panel, WQHD und 144 Hertz und so weiter, den habe ich mir erst vor kurzem geleistet, das ist mein neues Baby. Und hast Resident Evil Zero gespielt? Ja, habe ich auch gespielt, aber an diese Spiele erinnere ich mich nicht mehr so, weil ich habe nur Resident Evil 1, Resident Evil 2 so richtig gesuchtelt, sodass ich mich richtig krass daran erinnert. Und danach eigentlich nichts mehr. So gesuchtelt, dass ich es auswendig kann. Mehr. Also ich kann ja auch Resident Evil 1 nicht mehr auswendig. Oh ne, ich spiele zur Zeit Close to the Sun. Ich hasse Ludwig. Close to the Sun haben wir letztes Jahr gespielt. War ganz in Ordnung. Kann nicht mithalten mit Visage und Blair Witch und vor allem auch nicht mit The Beast Inside, aber es war ganz in Ordnung. Cola Weizen oder Cola Weißbier? Was? Nice try. I see what you did there. Nee, Nasenbohrer. So, was haben wir so? 4 Sim, 2, 3 in der Reihenfolge. Du gespielt oder was? Also Sim haben wir auch gespielt, da gibt es sogar das Let's Play. Ja, es gibt den vergangenen Stream von vor 2 Jahren, wo Resident Evil Sim rausgekommen ist, da wo es wieder steilberg nach bergauf gegangen ist. Resident Evil Sim war anders geil. Sebi, vergeht's für den Euro wieder. Was haben wir noch? Ja, dann gibt es ja die Gerüchte, dass Resident Evil 8 in Arbeit ist, mit Werwölfen und wieder mit was haben sie noch gesagt, wo es wieder gibt? Wieder mit Zombies? Also nicht mehr mit diesen Voidwalkern oder wie man es nennen mag, diese schwarzen Batzen aus Resident Evil 7. War geil. Das war natürlich geil, wenn dieses Jahr Resident Evil 3 kommt, nächstes Jahr dann Resident Evil 8. Das war schon geil. Und ich glaube, das ist ja der Zeitplan von Capcom. Das hat Sinn ergeben. Resident Evil Sim, das war der erste Stream, den ich von dir geschaut habe. Herr Senti, oder bist du auch schon ganze Zeit dabei? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir Resident Evil Sim schon gespielt haben, weil das darf sich natürlich jetzt mit der VR-Brille anbieten, aber ich habe damals auch nicht gekommen sehen, dass wir mir jemals so viel Leid werden. Verzeihung. Ein Worms Community Zock, Worms 1. Das habe ich für den Super Nintendo gehabt. Also Worms 1 war wirklich stark. Ich habe übrigens auch Doom für den Super Nintendo gehabt. Da war unser Spieledealer im Flohmarkt vor 25 Jahren so neidisch drauf, dass ich mit 10 Jahren Doom für den Super Nintendo gehabt habe. Ich habe es auch für den PC. Immer noch. Ich habe irgendwo die Schachtel umeinander liegen. Original Doom auf Kassetten. Also Doom 1. Hast du die Evil Within schon gezockt? War eine Alternative. Ganz ehrlich, ein Next-Gen, vielleicht schauen wir uns, ich habe gerade so ein bisschen realisiert, wir müssen noch 14 Streams oder so überbrücken. Und der Grund, warum wir der Evil Within nicht spielen, oder ich nicht spielen wollte, ist, weil es so lang dauert. Und da brauchen wir mindestens 8 Streams dafür. Aber ganz ehrlich, mit irgendwas müssen wir es überbrücken. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Herr Raging Mühe, das ist, finde ich geil, dass du die Pony kennst. Die habe ich auch gespielt, habe es nie durchgespielt, weil ich ohne Komplettlösung bin ich bei Point-and-Click-Adventures, da habe ich keine Geduld dafür. Aber was wir mal da kannten, ja, machen wir noch Folgendes. Jetzt pass auf. Birko, mehr VR, Box, mehr in die echte Virtual Wall. Ja, das darf euch wieder gefallen, gell? Ja, wenn sich der Biber Bratzen bricht, da freuen sich die Schweizer. Merci dir, Alter. Ich bin ein Rasensprenger. Sebi! Schreib doch dann wenigstens einmal was drunter! Aber merci dir, zum 3. Mal, glaube ich. So, jetzt pass auf. Dann machen wir noch Folgendes. Nächsten Montag starten wir mir mit der Evil. Ich darf so gerne was erzählen. Du hast da ja so viel Geld umeinander geschmissen, oder? Erstmal vielen herzlichen Dank und zweitens, stop it! Get some help! Barbies Reiter war so ein Scheißdreck kommt auch irgendwann, ich garantiere es euch. Die Sims kommt auch irgendwann. So, jetzt bei so was. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Und zwar, Montag, Premiere-Stream, nächsten Montag. Wir probieren, ich weiß ja selber nicht, wie der Evil Within ist.
Das Einser, ja. Das schauen wir uns einfach einmal an. Wenn es geil ist, spielen wir es weiter. Ansonsten war meine Alternative vielleicht sogar noch Dead Space 2. Einfach als Menge! Steht auf meiner Liste. Ich habe euch doch einmal meine Textdatei vorgelesen, wo meine Spiele drin sind und mit meiner Bewertung und so weiter und so fort. Warte mal, ich kann es vielleicht einmal vorlesen. Da steht unter anderem auch Song of Horror. Hat von mir 70% gekriegt, was passen kann und mit der Notiz ruhiger Horror. Ja? Ich glaube, dass Song of Horror Resident Evil relativ nah kommt. Kann man ausprobieren, keine Ahnung. Aber Folgendes werden wir tun, wenn ich jetzt nicht nur mehr 40 Mal unterbrochen bin. Was, Dead Space, war das nicht das mit der Monorail? Hey? In Klammern nicht so gut. Ganz ehrlich, Dead Space war bombengeil. Hat euch Dead Space taugt? Ab in den Chat. Wer letztes Jahr schon dabei war. Das ist ziemlich genau ein Jahr her. 10 Monate, um genau zu sein. Oder 11. Padre, na, Stefan mit FIFA, und wir spielen mal kein FIFA mehr, Alter. Ich hab so ein Haus auf das Drecksspiel. Kai, hau einen Croc. Ein Croc-Stream, Alter. Hau einen Croc-Stream mal raus. Wie soll ich das machen, Alter? Wie soll ich nie erstens habe ich keine PlayStation 1 mehr. Heute mal. Ich glaube, ich habe eine PlayStation 1. War schon geil, war Dead Space geil. Jetzt stop it, shut up and take my money. Ja, gut. Muss ich jetzt mal was nachschauen. Shut up and take my money. Ja, gut. Wenn es unbedingt sein muss, fix mal. Merci dir. Serious. I'm a serious, merci dir. Da, Dead Space war Daumen nach oben. Also entweder, machen wir es so, Primärspiele bis Half-Life Alyx kommt oder Resident Evil 3. Ist, ja, Dead Space 3 ist übrigens ein Schmarrn. Dead Space 3 werden wir nicht spielen, das habe ich schon mal mit einem Kumpel angespielt, war Mist. Ja, war egal. Ah gut, jetzt sehe ich, wenn ich was drunter schreibe, kostet ein Zwickel. Echt jetzt? Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht, oder? Andi, Zerpimmelung! Dead Space 2 war es auch. Sechstes, genau deswegen. Wir legen fest, Montag. Wir probieren mal, haben wir 2 Alternativen. Vielleicht können wir die ja abwechseln, dann ist ein bisschen, weißt du schon, ist ein bisschen Abwechslung hierin. Dann jammern die Leute nicht nach dem zweiten Stream so, und spielst mir was anderes, wann kommt das nächste How-To? Wann machst du mal ein Kruzifix? Ich mach kein Kruzifix mehr! Mag nicht mehr! Wenn ich noch einmal irgendeinen Leberkasteppen anschreiben muss, dann bringe ich mich um! So! Und das letzte How-To ist 2 Wochen alt. Was wollen Sie? Ihr habt schon länger auf ein Video gewartet. Und das nächste How-To ist schon in Arbeit. Ja, und was dann nach dem How-To kommt, ist auch schon in Arbeit. Und eins davon ist sogar schon fertig. Ja, zu 99%. Habe ich aber vorher schon gespoilert. So. 2 Primärspiele. Ich bin ein Jetzt holt sein Futz, jetzt kriege ich dann gleich einen Schlaganfall, Alter. Infliction wäre ein Top-Schocker, aber was ist denn Infliction, Alter? Ich bin zuerst grantig, dann interessiert. Aber da, Infliction. Ich bin ein Rasen. Ja, Leute, ist gut jetzt. Gehen wir Lift von. Die scheiß Monorail, Alter. Oh! Infliction schaut tatsächlich interessant aus. Wer immer das gerade war, ich kann mich am Namen nicht mehr erinnern, aber wir schauen uns mal schnell einen Trailer. Oh. Nein, gibt's mal einen Trailer, nicht irgendwelche Full Gameplays. Und es dauert bloß geschmeidige 2 Stunden oder so. Ich kann jetzt natürlich auch ein massiv trashiges Horrorspiel sein, man das ein bisschen schaut. Was ist denn dieser Infliction Official Trailer? Was? Was ist das denn? Infliction Trailer 2. Ja, machen wir auch. Laden wir uns mal zurück. Achtung. Wo bin ich? Hallo? Hallo, ich mag auch kommen. Ja, geht doch. So, schauen wir uns einfach mal den Trailer an. Infliction, meine Damen und Herren. Kenn ich auch nicht. Ich bin ein Rasensprenger. Wenn man 1 Euro kann man nichts schreiben. Im YouTube-Superchat oder im... Gott, klang ich jetzt schon wieder. Das habe ich nicht gewusst, Sevi. Das tut mir leid. Das werde ich mir just nach dem Stream anschauen, ob ich das umstellen kann. Das ist keine Absicht. I am dead. Da machen wir ein wenig leiser mit das Rest kleinen Shell. It wasn't always like this. I had everything. Bright future, love, happiness, a family.
Then the darkness seeped in like a cold down from below. Instandhaltungsmitzke. Da schau, ihr kann auch einen Euro spenden und was schreiben. Nehmt halt bitte nicht den YouTube-Superchat hier. Ihr steckt's eigentlich, also wenn du dann Euro über den YouTube-Superchat spendest, dann kämen bei mir keine 15 Cent an. Den könnt ihr, also ganz ehrlich, das ist für eurerseits ausgeschmissenes Geld. Lasst das einfach bleiben. Nehmt den Link in der Beschreibung. Bleibt wenigstens ein bisschen mehr. I have seen the face of evil, and if there is one thing I've learned, the world you know Okay, die Animation hat ein bisschen sehr billig ausgeschaut. is only the beginning. Carmen's a bitch. Oh, lecker. So I promise you this. You will understand your sins and you will reap what you've sowed. Okay. Wieso hab ich suche wirklich nach jedem scheiß Horrorspiel, wo gibt. Wieso habe ich von dem noch nie was gehört und das gibt seit fucking Halloween 2018? Aber ich mag mir jetzt keine Gameplay-Sachen nicht anschauen, was ich aber tun werde. Oder ich suche mir irgendeine Review. Ich habe nämlich, also ganz ehrlich, der Dicke da, mit seinem Hackebeil, die Animation, wenn ich sehe, wie der da umeinander hacket und die schaut dermaßen schlecht aus, dass wahrscheinlich ich besser hingebracht hätte. Und die Tussi jetzt natürlich, Jumpscare, bla, funktioniert immer, eben, meine Kopfhörer zerreißt es fast. Und das schlecht animierte Maul, wo da so hin und her geht, das ist ein Trailer. Trailer schauen immer gut aus. Okay? Wenn das geringste Potenzial hat, dann spielen wir es. Okay? Kommt, Achtung, kommt in meine Liste. Horror Games. Eine Wertung Infliction. Eine Wertung gebe ich noch nicht ab. Schaut sehr nach Jumpscare und ja, ich nenne es Escape Horror aus. Weil von dem Fetten müsste man garantiert davonlaufen. Guaranteed, so wie ich das gesehen habe. Aber netter Tipp. Wenn das was kann, spielen wir es. Okay? So, jetzt kann ich vielleicht einmal fertig schmatzen, was ich eigentlich ausschmatzen wollte. Wir haben parallel ab Montag 2 Premierspiele. Einmal The Evil Within und Dead Space 2. Wir werden am Montag streamen. Wenn das eine nichts ist, machen wir mit dem anderen weiter. Wenn das auch nichts ist, dann haben wir Pech gehabt. Und ansonsten geht beides parallel. Jeden Montag gibt es anders. Wir werden sehen. Mittwochs spielen wir dann entweder Dead Space zweimal hintereinander oder was weiß ich, wenn eins von den beiden super gut ist. Oder einfach komplett irgendwas. Sowas wie heute Resident Evil 1, mal nochmal errunden. Outlast 3? Was? Sag mir, bin ich. Was? Was für Outlast 3, Alter? Announcement. Was? Vor 5 Monaten Outlast 3 Trailer, möchtest du mir verarschen? Also ich weiß, dass er Outlast 3 kennt. Ich weiß es. Ich verfolge die E3 und so. Aber da fällt es ja noch himmelweit, bis das kommt. Ganz ehrlich, schauen wir uns mal einen Outlast 3 Announcement Trailer für PS4, Xbox und Xbox One an. Schauen wir uns einfach mal an, weil warum nicht?
Ah, es ist laut. Ah, fuck. Ja, das ist jetzt, also, das ist Instant Play. Das ist aber sowieso klar. Aber keine Ahnung, wann es kommt. Also, warte mal, schauen wir mal. Outlast 3 ist da schon irgendwas angekündigt, wann es kommen soll. Outlast 3 Release. Outlast 3 teasert deutet auf ein neues Horrorspiel hin. Oh Gott, da ist ja noch nicht einmal ansatzweise, nicht einmal ein Jahr bekannt gegeben. Okay. Escape the Ayuwoki. What the fuck is Escape to Ayuwoki? Leute, jetzt schmeißt mal. Ich befasse mich den ganzen Tag mit Zockerei und ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Okay, ich kann Escape the Ayuwoki. Was ist das? Um Gottes Willen, was ist denn das wieder? Ja, Kruzifix, Leute. Warum nicht geil so? Nochmal ein Trailer. Muss man so schauen. Ich sag schon im Thumbnail, dass das was werden kann. What is reality? The very definition of the word lacks the depth, the meaning that humanity craves. We think we know what reality is, but don't be mistaken. How foolish we actually are, that we believe we can comprehend this world with just our 5 feeble senses. What would you think if I told you that there are things beyond time itself, things beyond reality? Ah, das ist irgendwie so beschissen laut, dass ich gleich stirb, Alter. Erstens mal auf dem, was? Ich wollte einfach nur auf Pause drücken. Wo drücke ich auf Pause da? Was sagt mir das? So. Ganz ehrlich, was, ich weiß es nicht. Wenn ich schon wieder abgefucktes Heisel sehe und mit der Taschenlampe umeinander drehen. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Also, wer hat das geschrieben? Der Michael Jackson. Ganz ehrlich. Tu ja hart, Bruder. Ich liebe einen Michael Jackson, aber guter Witz. Are you okay? Are you okay, Annie? Ja, kommt auf die Liste. Schauen wir Review. Escape the Ayuwoki. Wir werden sehen. Es gibt ja Outlast 1, Outlast Whistleblower und der 2, also wäre das dann eigentlich das 4. Ja, nicht ganz. Der Whistleblower ist eigentlich ein DLC für den ersten Teil und ist nicht als, weiß das schon. Ist nicht als, wie soll ich sagen, als eigenständiger Teil gedacht. Ayuwoki ist aus Smooth Criminal. Annie, are you okay? Das habe ich noch gar nicht gedacht, oder? Neues Video-Preview. Was für Video-Preview? Was schreibt der Padre? Padre 1, 2 ist mir wurscht. Haben wir sicher schon eigentlich immer zu, aber da bin ich mir nicht. Was? 20 VR, geiler, Hashtag uriger Stream. Ja, stimmt. Neues Video. Ayuwoki ist. Ayuwoki!
Eierbock. Guter Witz, Kinder. So, ganz ehrlich, dann haben wir was beieinander. Und was wir dann am Mittwoch, deren parallel zu Dead Space 2 meinetwegen und The Evil Within, da tun wir irgendwas. Ja? Ich hab zum Beispiel auch mal Bock auf Monkey Island. Monkey Island 1. Auch aufs Remake. Da kann man Grafik hin und her schalten. Ja, das wird auch bloß, das werden ruhige Streams. Also Montag darf es ruhig ein wenig zugehen. Mittwoch chillen wir wegen unsere Kniescheiben noch hinten und vorne, keine Ahnung. Was ich auch irgendwann einmal vorhabe, ist, dass wir irgendwann einmal die Sims spielen. Das kann mit Sicherheit auch lustig sein. Und die 2 Horrorspiele, die habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, sage ich euch auch ganz ehrlich, da werde ich mich mal in den nächsten Tagen damit befassen. Und dann entscheide ich sowieso spontan, was wir spielen. Also am Mittwoch wird es euch überraschen lassen können. Relativ sicher die nächsten Montage wird Dead Space 2 und The Evil Within. Außer ich schaue mir Reviews von den 2 Horrorspiele an und da ist eins dabei, das potenziell Visage Beast Inside tauglich sein könnte. Dann schauen wir uns das an. Irgendwas haben wir. Der Andi schreibt, Resident Evil 1 kannst du aber auch weitermachen. Das ist dann was für ein Mittwoch. Weißt, Montag Gaudi-Stream und wo ich sehr viel Unterhaltung sehe, ja. Mittwoch machen wir so den Sekundärstream, was auch der Plan war für das ganze Jahr, habe ich schon mal angekündigt. Wo ich dann Spiele spiele, auf die ich wirklich einfach Bock habe, wo mir dann egal ist, ob die Leute von ihr unterhalten hört oder nicht. Da mag ich einfach auch mal einen Spaß haben dran, wie zum Beispiel halt mit Resident Evil 1. Es war schon ein ziemlich geiler Flashback und mich wundert selber, dass ich mich an manche Sachen wirklich erinnern kann. Day of the Tentacle, eins meiner Lieblings-Point-and-Click-Adventures. Und, aber bevor wir Day of the Tentacle spielen, Monkey Island first. Monkey Island ist der Godfather of all Point-and-Click-Adventures. Da brauche ich sowieso Eierhilfe, weil ich mir wahrscheinlich anstellen werde wie der letzte Mensch. Oder der erste Mensch. Das ist eigentlich wurscht, wer es bist. Der erste ist beschissen, der letzte ist beschissen. Weißt du, was es ist. So, Leute, jetzt haben wir wieder, wir überziehen wir jetzt mal. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo nicht da lassen habt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr nämlich mit, wann ich live gehe. Ich bin jeden Montag und jeden Mittwoch um 20 Uhr online bis meistens 22 Uhr. Und manchmal überziehen wir auch ein bisschen. Heute ist zum Beispiel halb 11. Aber ist ja wurscht. Haben wir auch sonst nichts zum tun. Fast. Die Frau schlacht mir wieder, aber egal. Oh nein, ein dreiköpfiger Affe. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ich liebe diesen Typen, Alter. Das wird super. Das werden wir mit Sicherheit in den nächsten 2 Monaten mehr auspacken. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations heute schon wieder. Das war schon sowieso wieder völliger Irrsinn. Herzlich willkommen an alle, Mitglieder. Herzlich willkommen weiterhin an alle alten Mitglieder. Vielen lieben Dank. Da haben ein Haufen Leute dabei, die über ein Jahr mittlerweile dabei sind. Manche kratzen schon fast an 2 Jahre Mitgliedschaft ohne. Vielen, vielen lieben Dank. Danke an die Mods. Danke fürs sauber aufführen. Danke für die Beteiligung am Chat. Danke für alles. Ihr wisst es sowieso. Ich sage es 100 Mal jetzt mal, aber das werden wir uns einfach nicht aufhören. Herzlichen Dank, jetzt schleicht euch ins Bett. Ich wünsche euch vorab schon mal ein schönes Wochenende. Ob ein Spontanstream am Wochenende, Twitch only, Escape from Tarkov, Blackhemd, kann ich noch nicht sagen. Ich habe heute mein neues Musikequipment gekriegt und werde mir wahrscheinlich der Musik hingeben. Und dann werden wir es schon sehen. Und jetzt haut euch verdammt noch ins Bett. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns spätestens am Montag. Und das nächste How-To ist auch in Aussicht. Wahrscheinlich am Sonntag in der Woche. Spätestens in 2. Und jetzt schleicht euch. Moment. Müssen wir Spaß holen? Nicht das. Abgefallen. Haha, geht schon wieder. Hobbit! Schleicht sich ins Bett, Hobbitiere.